anstatt auf Stream drückt. Vor lauteres umeinander haben wir da. Grüezi, fix, bin ich noch nicht fertig. Wieso schwimmt da irgendein komisches Breckerl in meinem Klosterfrau Melissengeist? Egal was ist, ist desinfiziert, passt schon. So, wo? Nein! Schmiedi! So, wo? Nein! Alles gleichzeitig! Wieso denn immer alles gleichzeitig? Schmiedi, hab ich drin! Schmiedi, nein! Jetzt bin ich 4 Sekunden da, Alter. Flo! Restliche 23 und Grün geschrieben wurden der restliche Woche, weil mein Rücken extrem weh tut. Das ist nix. Wie geht's dir so los? Wie geht's mir so? Eigentlich müsstet mir bei seit 30 Jahren so im Stuhl drin sitzen, das Kreuz oder Flo. Merci dir. Leid! Fertiggerichte Schluss! schmecken wie frisch gekocht, nur anders. Guten Arsch. Steh. Also bei guten Arsch hast du mich erwischt. Bratenfetze, merci Flo, merci Timmy, merci Los. Wird erstmal habe die Ehre sagen. Press C für Popo-Männer. Keine Ahnung wieso. Harry! Ich bin's, der Birger. Einen wunderschönen Mittwochabend um 20 Uhr. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum zweimal die Woche Blödschiss. Heute gibt's aber kein Blödschiss. Kinder, heute gibt's was Besonderes. Heute ich hab's versucht. Ich hab versucht einfach zum Schmerzen, vielleicht Songkleid nichts, aber was es ist. General Demon! Merci für deinen Resub und für verdammte 41 Monate, Alter. Haut drin! Machst du einfach geilen Stream! Du, das hoffe ich, da kommen wir aber gleich dazu. Was wir nämlich heute lernen, das hab ich ungelogen schon seit 4 Jahren auf dem Plan und immer wieder so, ich weiß nicht und aber jetzt ist es mir einfach wurscht. Jetzt wird einfach reingeschissen. Ich hab mich schon öfters einmal täuscht. Ich sag bloß Transportfieber, Tavern Master oder auch keiner kann man singen. Was das eben ist. Check the Ripple! Auf das nächste Monat! Nom, 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 nom. Merci für dein Resub. Yeah, nice, 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 nice. Marvel Sepp! Da war ich gehört, Marvel Maniac, merci dir, seit bisschen über einem Jahr dabei und seit 3 Monaten endlich Mitglied. Stoff, ein geiler Stream. Hashtag Vollbiersquad, merci dir. Schnürzelpurzelchen, jetzt bin ich gespannt, Flachwitz des Tages. Wie nennt man eine Kuh auf einem Fahrrad? Murat. Irgendwann Ahmed, was? Merci dir. Schluss aus, Armin! Nein! Birgers Bart, was? Liebe mich. Ich liebe ihn zu wenig. Der kennt schon wieder die Starren in meinem Gesicht. Ihr könnt es ja nicht sehen, weil der René schon wieder drüber ist mit der Frau Eckerin. Merci dir, Bussi aufs Nussi, Tudel vor die Birger Bitches. Top auf die Tipp, Schorche, merci, aber dritt. Leid, chillt die Kniescheibe, der so gern was erzählen, aber was redet denn? Das ist sowieso die ersten 10 Minuten immer das gleiche. Ich muss mir auf alle Fälle mit dem Rasenmäher durch die Pfotzen durchfahren, weil sonst bleibt's Essen bald hängen. Also friese ich meine eigenen Haare, wenn ich abschluck. Weißt du, was das ist? Wir waren jetzt erst Franzen, Timmy, Flo! Wer wird da schon wieder nicht angezeigt? Ich glaube, das ist der Florian. Erik, merci dir. Flo, 45 Monate auf easy. Ha! Wenigstens zeigt's dir diesmal dir selber das richtig an. Da haben schon viele Leute eine Monatsanzahl eingeschrieben und die hat hinten vorne nicht zusammenpasst. Es war immer mehr, als wir eigentlich geschrieben haben. Ich glaube, ich werde es für YouTube betrogen. Bin mir nicht sicher. Timmy, merci für den Resub. Servus, bin auch da. Und weil du es so wolltest, was ist denn das für Scheiß-Spaß? Du, ich habe ja absolut kein Problem damit, wenn die Leute sagen, hey, das Spaß, Mist, weg damit, dann der mir das. Das ist egal. Franzen! Grüezi, fix jetzt schwarz wieder so viel Mitglieder Trigger ein, das wieder 4 Stunden dauert! Was ist mit euch? Ein Nüsschen, Box, nom nom, lecker, Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Es ist eigentlich synchron, wenn ich da mit tue, weil sonst kriegst du einen Ohrenkrebs. Anonymous! Doch schon 10 Monate. Merci dir, Wolfi, merci für den Resub, 46 Monate. Und du stehst halt in Nürnberg. Schöne Grüße nach Nürnberg. Lehnen Sie sich zurück und ich hoffe, Sie haben Spaß. Servus! Haut drin! Da gibt's nochmal die Tröte, pass auf. Da war ich gehört! Servus, mir ist wieder die 23 Monate. Birgers Haare. Ich sehe heute sau gut aus. Das stimmt, Alter. Das stimmt, Alter. Wenigstens einer kennt's. Wenigstens ist es ungefähr so, als hätte man selber am Bloßen. Ha? Wer ist jetzt das wieder? Der Two-Face. Das ist ein neues Mitglied. Wieso wird der nicht angezeigt? Verstehe ich nicht. Der wird wieder nicht
Nutzwerk! Ich sehe Privattröte, pass auf. So! Ja, leider ist ja gut, es ist ununterbrochen. Gell? Wie lange haben wir jetzt da? 5 Minuten, 10 Sekunden. Ich habe da keinen Ton hab ich nicht sagen können, ohne dass irgendeine Scheißtröte da reintrötet. Gärtner, merci für den Zwickel. Ich hoffe, ich sag's richtig. Bernardo, das ist das Wichtigste. Alfarius. Ja, schauen wir uns die Gaudi ein wenig an, ne? Ihr seid so kaputt. Aber grau ist das neue Schwanz. Herr Hochwimmer, Sie haben absolut recht. Sie haben es erkannt. Herr Köth, merci dir. Grüße auf Franken. Zerpimmelung. Ja, ob es heute so viel Zerpimmelung gibt, nicht die übliche Zerpimmelung. Ich trinke dabei ein wenig was. Ich weiß es auch nicht. Und rauche ein wenig. Es geht immer noch weiter. Löwenzett. Habe ich die Birger, so bin ich Zeit, aber gerade bei einem Nachmittag eine Wohnungsbesichtigung da. Aha, Giesinger Bräu München. So schaut das aus. Merci für den Euro. Grüß nach Minga. Ich weiß nicht, ob du in Minga wohnst, aber der Dragonburn wird auch nicht angezeigt. Ja, jetzt ihr habt's einfach wieder alles kaputt gemacht. Kriegst du auch die Privattröte, pass auf. Dragonburn Mods! Küsschen aufs Nüsschen, welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich die, weil sonst, was ich schütte ich das Wasser um mich. Dann brauche ich einen neuen Monitor, aber das ist ja mein Problem und nicht deins! Birgit Leber, rettet mich! So schlimm ist es nicht, für das schütte ich mir einen Klosterfrau Melissengeist ein. Der Benedikt wird auch nicht tun. Ja, jetzt habt ihr es wieder geschafft, dass die Mitglieder-Trigger kaputt sind. Das ist immer das Gleiche, wenn ein Haufen Leute retriggern, dann gehen die neuen Mitglieder nicht mehr. Benedikt, Privattröte! Ah, only for you! Hört einfach nicht auf. Ich trinke jetzt dabei einen Raucher wegen. Um Punkt 10 nach ist Schluss, weil sonst kriege ich Schlaganfall. Und alle anderen, die zuschauen. Ne? Köstlich! Franzi, merci dir! Für den Zwickel, nochmal Franzi, für den Zwickel. Dere, ich bin schon auf das Spiel gespannt. Ja, ich darf gerne was dazu erzählen, aber ich darf ja nicht. Weil der Herr jeder meint, da nimmt 2 Euro, ich weiß nicht warum, aber nimm's Fettsack. Lass dich nicht nerven, wobei lustig ist es ist halt... Ich weiß nicht. Gehört mittlerweile, glaube ich, zum Programm dazu, ich weiß auch nicht! Wichtig ist A, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Herr Rössler! Mir ist viel zu viel 50! Die Frau schaut Bergdoktor. Schöne Grüße aus AT. Schaut der mir zu. Da muss man wissen, ich bin auch der Bergdoktor. Ich bin der eigentlich offizielle Bergdoktor. Ha? Ich kann dir auch krank schreiben morgen, wenn es ist. Schickst mir eine E-Mail? Schicke dir eine E-Mail. Die gibst dann morgen deinem Chef. Hört einfach nicht auf. Hört nicht auf. Mr. Napoleon. Ich bin extra von Moskau umgedreht, dass ich pünktlich zum Newsfeed in Paris bin. Viva la Belgique! Merci. 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 Mikey, 35 Monate Leben, schreibt er. Das ist... Was soll ich da dazu sagen? Es hört einfach nicht auf. Ich trinke weiter. Tobi, merci dir. So, auf welche E-Mail-Adresse an 555@nase.de? Da kannst du es hinschicken. Da schreibst du hin und dann kommt eine Krankmeldung kommt dann zurück. So, Kinder, können wir jetzt nicht irgendwas tun? Ich weiß es auch nicht. Sitzen seit 8 Minuten da und lassen mich Geld schmeißen. Was ist das eigentlich? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. So, also, jetzt passt so. Wir dürfen heute sehen. Holt euch ein Bier oder irgendwas zum Trinken, das ist mir vollkommen wurscht. Von mir aus saust eine Flasche Schnaps, ist mir egal. Heute werde ich wahrscheinlich wieder mehr labern. Also ich sage noch nicht. Wir spielen mal Battle Brothers. Das habe ich schon 100.000 Mal rausgekramt oder auf der Liste gehabt zumindest und mir kurz vorher immer wieder denkt so, ich weiß nicht, Alter, das ist echt haarig zum Zuschauen und was ist denn da jetzt wieder? Dragon! Schöne Grüße aus Österreich! Schöne Grüße nach Esterarm! Merci dir. Daffy, merci. Nach dem Franz ist jetzt Schluss. Nein, nach dem Richard ist Schluss. Oder wer ist denn der Letzte? Ich weiß nicht, die Liste ist 8 Kilometer lang. Oder andersrum, Hashtag Popomann. Hashtag Popomann? Franz, was machst du denn? Weilst einfach super Kerl bist. Das wisst ihr doch gar nicht! Den nächsten Gameplays und Podcasts gespannt. Das gefällt mir. Immer wieder geiler Stuff. Das freut mich, wenn Sie Spaß haben, aber das muss dir nicht 25 Euro kosten. Küsschen trotzdem, ist eh klar. Auf die Bandscheibe. Auf alle. Heute haben wir einen guten Tag. Einfach auf alle. Herr Hoffmann, mit der Spende schicke ich liebe Grüße aus Österreich. Wow, das... Mit der Spende schicke ich liebe Grüße aus Österreich. Chat, wir haben eine Aufgabe. Hashtag Lieblingsnachbarn mit ganz viel Herzl hinten drauf. Spammt den Chat voll. Sofort. Los.
Los! Los! Wieso fängt das nicht an? Los! Hashtag Lieblingsnachbarn! Herzhalsfan! Sofort! Ich bin enttäuscht. Wenigstens einer! 12! Oh nee! 12chen! Ja, der Mozart hat's auch verstanden! Mit Mizi Herzl! Liebling, da schau her! Spam! Ihr werdet wahrscheinlich alle vom Nightbot getötet. Egal! Herr Würmseer, merci. Timmy, merci. Gärtner, merci für den Resub. Odin Scott, merci. Richie, merci. Ich habe beim Henno gesehen, gekauft und bin seitdem sowas von am Suchten. Schwerer als gedacht, lachen. Herr Andi! Ja. Mir ist ähnlich gegangen, bloß habe ich das Spiel schon vorher kennen. Aber da können wir, jetzt seid ihr. Jetzt schwappt ein Kubala-Sepp rein. Servus. Servus. Ich reg mich nicht mehr auf. Bei dir. Ich sag das, wie es ist. So! Da! Nur für unsere Lieblingsnachbarn. Kubala Sepp, merci dir. Merci an den Rest. Krotzer, merci dir. Du hast recht gehabt, der Backforce kann echt was. Ich werde weder dafür bezahlt, noch irgendwas. Ich finde ihn gut. Tolle Geschichte. Muss ja jeder selber wissen, ob er sich den kauft dann oder nicht. Herr Krotzer, freut mich, wenn er passt. Um Gottes Willen. Wenn er nicht passt, schickst du wieder zurück. Das ist doch nicht mein Problem. Krotzer, merci dir. So, Schluss jetzt! Alerts aus! Ich möchte nur noch Herz als Spam die nächste Viertelstunde sehen, währenddessen erzähle ich ein bisschen was. Also, wir werden heute sehr viel labern. Die ersten Leute werden wahrscheinlich sofort... Schluss jetzt! Waffelsepp! Grüß, Erna, gehen's. Da nehmen sie den Obolus und kaufen sie ein geschmeidiges Weißwurstfrühstück. Oder da ernähre ich eine 10-köpfige Familie mit Weißwurstfrühstück aus einem Minger. Da kriege ich eine halbe die. Waffel trage, merci dir. Leute, bitte jetzt, Schluss jetzt mit der Donaterei. Ich habe gerne ein offenes Ohr. Wenn das nichts ist, dann lasst es mich wissen. Ich liebe dieses Spiel, momentan zumindest. Eine suchten wie ein Behinderter. Übers Wochenende habe ich gespielt wie ein Behinderter, um wieder ein bisschen reinzukommen. Also ich habe einigermaßen Ahnung, aber dieses Strategiespiel ist so tief und so komplex, wenn man es genau nimmt. Dass ich nicht alles wissen kann. Ja, da gibt es leider auf YouTube, die haben so krass, dass dann Schädel zerreißt. Also, wir spielen halt Battle Brothers. Ich gehe da jetzt halt einfach mal straight rein und dann schauen wir, was passiert. So, was Chrome trotzdem beenden? Download wird ausgeführt. Was für Download wird ausgeführt? Der Porno ist aber klar. Kruzifix. Maurasepp! Servus noch mehr aus Österreich. Servus noch mehr aus Niederbayern. Merci dir. So, jetzt mal so, jetzt starten wir mal das Spiel. Was übrigens das erste, was mir aufgefallen ist, nach Jahren da mal wieder einiges, hat einen grandiosen Soundtrack. Kubala-Sepp! Lieblingsnachbarn! Merci dir. Merci dir, Küsselei. Ihr hört einfach sowieso nicht auf. Dankeschön, Schluss jetzt mit der Donaterei, weil sonst sitze ich mit 2 Stunden her und schaue Donation so. Was soll das? Timmy noch, ich nehme gern so eine Krankschreibung. Ich habe keine Lust mehr auf die scheiß Firma, in der ich zurzeit bin. Und suchst du was anderes. Do it! Do it! Da. Timmy, merci dir. Schluss jetzt. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, oh, heute hat es aber mal schnell umgeschaut. So, da sind wir. Das erste, wo an jeden jetzt gleich einmal der Schlagtreffer wäre, das folgendes. Das Spiel ist auf Englisch. Uns relativ viel zum Lesen. Hauptsächlich die Questtexte sind relativ lang. Das werde ich vielleicht 1, 2, 3 Mal da ist auch mein Englisch nicht gut genug in dieser mittelalterlichen Sprache alles zum Verstehen oder sinngemäß übersetzen kann es, um Gottes Willen. Es sage ich jetzt schon die ersten wieder. Aber so kannst du sagen, schau, hier, beim Bürger zugeschaut, habe ich vielleicht sogar noch 2, 3 Vokabeln gelernt. Weißt du, was es ist? So! Ich weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Freunde der Sonne, das wird schwierig. Ich darf jetzt da vorschlagen. Battle Brothers ist ein Strategiespiel. Kämpfe werden rundenstrategiemäßig ausgeführt. Nicht so wie in XCOM, ja, mit Deckung und so. Es gibt schon verschiedene Untergrundwerte und jetzt manchmal kann leveln und looten und Viecher umhauen und Diebe umhauen und was weiß ich, was alles. Was mir jetzt einfach einmal mir zipfelt man jetzt da einfach einmal eine und drückt mal auf New Campaign. Dann lese ich mal vor und versuche so ein bisschen zu mir erklären, was wir auf dem Bildschirm sehen. Ich kann dieses Menü übrigens noch größer machen und einen Text noch größer machen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. So, wir heißen Battle Brothers. Das heißt, wir haben in der Regel mehrere Brothers in unserer, in unserer Gruppe, die wir auch benennen können. Das wird natürlich der Vollbier-Squad und die werden nach euch benannt, das ist eh klar. Und mit der rennen wir umeinander und versuchen, ja, einfach stärker zu werden.
Gold zum Verdienen. Je nachdem, was wir halt wollen. Und da gibt es verschiedene Startszenarien von relativ leicht und normal, da hier mit Tutorial und so, das machen wir jetzt halt nicht mehr, weil das ist ja wie ein bisschen narrisch. Bis oben zum Lone Wolf oder zum Random. Und der Lone Wolf ist, da hast du jetzt Spielbedingungen vorgegeben, du bist nur allein. Normalerweise hast du 12 Brothers oder 14 maximal und da bist du halt allein. Das ist halt ultra schwierig, aber auch saugeil. Spiel ich gerade offstream, weil ich halt am Handy noch zugeschaut habe. Aber das unter den Teppich hinein, weiß das eh. Ich würde sagen, wir nehmen das Starter-Szenario. Choose how your company starts out in the world. Depending on your choice, you'll start with different men, equipment, resources and special rules. Das ist das normale Szenario, wenn man so will. Du hast, glaube ich, zum Start 3 Waffenbrüder und mit denen fangst du halt an. Im Laufe der Zeit kriegst du Brothers dazu und manche sterben und wenn sie sterben, sind sie auch tot und wenn alle gestorben sind, ist ein Spiel beim Teufel. Und ja. So, da steht es aber eh schon sehr schön beschrieben. A quick start into the world without any particular advantages or disadvantages. Das heißt, ein wunderschöner, schneller Start in die Welt, ohne irgendwelche speziellen Vor- oder Nachteile. Ein ganz normales Spiel halt. Und genauso werden wir jetzt dann einfach mal anfangen. Und bevor wir jetzt ich kann da nur eine Stunde einfach labern, ohne dass ihr irgendwas seht. Und ja. So, unsere Kompanie. Kompanie heißt natürlich nicht Battle Brothers, sondern selbstverständlich Vollbier Squad. Das ist einmal sowieso klar, weißt du, was es ist. Irgendjemand fragt gerade, wer ist der Henno? Der Henno ist der Hand of Blood, ist glaube ich, er ist mit Abstand einer der besten, wenn nicht der beste Gaming-Content-Creator auf YouTube. In YouTube Deutschland. So, Vollbier Squad. Dann gibt's Late Game Crisis. Was heißt das? Late Game weiß ja jeder, spät im Spiel. Krisen. Das heißt, irgendwann, wenn viel genug Tage vergangen sind oder viel genug Zeit im Spiel vergangen ist, dann passiert irgendein ultra krasses Endgame-Event halt. Das können sein Nobles at War, Greenskin Invasion, was so viel bedeutet wie eine Ork-Invasion, ein Undead Scourge, dann kommen nicht lauter Untote, ein Holy War, den kenne ich nicht. Den hat es damals, wie ich es mir damals gekauft habe, vor, weiß ich nicht, 5 Jahren oder so, oder 2015, glaube ich, ist das Spiel. Hat es den, glaube ich, noch nicht gegeben. Ich weiß nicht, was das ist. Ihr hört einfach nicht auf mit der Donation. Gell? Kruzifix, merci, Schluss jetzt. Da können wir entweder random machen, ich nehme gerne Nobles at War. Das ist so... Ja, das muss ich wieder eine Viertelstunde erklären, was das bedeutet. Ihr kennt ja das Spiel noch gar nicht. Ich nehme jetzt einfach einmal Noble, ich nehme random. Vermutlich kennen wir mich im Stream gar nicht so weit. Aber wer weiß, vielleicht ist das Best Game ever, ich weiß das nicht. So, dann kannst du noch einen Banner auswählen. Da war irgendein Knocker, ich hab schon gesehen, oh, das ist eine gute. Was sagt ihr? Die hat Depf. Ich sag Depf auf dem Banner, dann haben wir schon gewonnen. Ich hätte ja fast Birgers Busenbrigade vorgeschlagen. Hört sich auch nicht schlecht an. Birger, wart heute bitte mit den Namen, bis YouTube auch dabei ist. Wir hängen oft mal nach. Das ist ein bisschen schwierig, wir müssen das aufteilen. Das müssen wir das nächste Mal aufteilen. Einmal ist Twitch dran, dann ist YouTube dran, dann ist wieder Twitch dran, dann ist YouTube dran. So, den nehmen wir. Nehmen wir den, das ist ein guter. Da haben Depf. Gibt es sonst noch einen mit Depf? Schauen wir mal durch, was es so gibt. Da ist ein Teufel mit abgeschlagenen Kipf, glaube ich, keine Ahnung. Das schaut mir nach Paladin-Hand an. Das ist ein Bärenfuß. Der ist ganz, ganz traurig. Haben wir da sonst noch so? Schaut sehr Nekromantik aus. Schaut nach Kreuzzug aus. Da ist ein Kini, der sich selber den Kopf abschneidet. Das wird eigentlich auch ganz gut passen, glaube ich. Weil gerade schon jemand schreibt, Dwifen schreibt, Optik ist auf jeden Fall schon mal ansprechend. Abwarten. Abwarten. Aber gut, für das, was das Spiel ist die Optik wirklich geil. Das ist geil gemacht. Ich hab auch so ein Artbook dabei, wie ich es damals gekauft habe. Da sieht man, wie das Spiel gemacht worden ist und das ist alles handgezeichnet und so. Ziemlich cool gemacht. Da, schaut mal da durch, da ist nichts dabei. Ich sag da sonst keine Depf. Ich sag da nirgendwo Depf. Das sind ja so viele Banner, die hat es früher auch nicht gegeben. Ich habe mir die DLCs dazu gekauft, alle, die es gibt. Die habe ich noch nicht besessen. Wir gehen mal weiter. Schluss. Vollbier Squad ist gegründet mit den Depf auf dem Banner, das muss gut sein. So, Economic Difficulty. Das bedeutet der Schwierigkeitsgrad der Ökonomie. Es gibt in dieser persistenten Welt gibt es Städte, Dörfer, Zitadellen und so weiter, wo NPCs drin sitzen
und da kannst du handeln. Die haben verschiedene Bedürfnisse. Manche haben dann zum Beispiel wie übersetzt man es denn auf Deutsch? Ein Hunters Cabin, keine Ahnung. Eine Jägerhütte. Und das heißt zum Beispiel, in der Stadt gibt es oft Felle zum Verkaufen oder Einkaufen günstig. Und du gehst woanders hin und verkaufst das dann und bla bla bla. Wirtschaft, das deutsche Wort ist Wirtschaft. Egal, Ökonomie, Wirtschaft, ist mir egal. Da kannst du deinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Dann Kampfschwierigkeit, der mal auf Beginner. Und trust me, spielt's auf. Falls, übrigens, ich werde dafür nicht bezahlt, dass ich das spiele. Ja, das ist mir ganz wichtig. Und ich kenne euch Pappenheimer, da haben mit Sicherheit wieder ein paar dabei, die sich das Spiel dann anschauen werden. Trust me, spielt's auf Beginner. Spiel ist richtig zack und schwer. Dann Starting Funds, das heißt, wie viele Ressourcen haben wir am Anfang von allem. Das heißt, Gold, Reparaturwerkzeug, Munition, Nahrung und lauter so ein Scheiß. Und da unten haben wir noch ein Map-Seed. Das ist, wird Map aufgebaut. Also wird Karten im Prinzip aufgebaut. Ist, wo ist eine Stadt, wo ist ein Fluss, wo ist ein Wald, wo ist Gebirge, wo ist irgendwas. Da nehme ich immer random. Das ist einfach, it is what it is. So, dann da ich vorschlagen. Der wichtigste Satz steht da rechts unten. Battle Brothers is a challenging game. Losses and comebacks are part of the gameplay. Das heißt, sinngemäß übersetzt, es ist ein sehr anspruchsvolles Spiel. Verluste und was ist denn das deutsche Wort für Comebacks? Keine Ahnung. Kehren zum Spiel. Jetzt ist die Frage, was ist mit Iron Man? Richtig. Soll man Iron Man spielen oder nicht? Was bedeutet Iron Man? Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der sich vielleicht nicht von selber erklärt. Du kannst nicht speichern. Also du kannst schon speichern, es gibt nur Autosaves. Das heißt, wenn du in einen Kampf eingehst, gibt es da ein Autosave. Wenn du den verkackst, gibt es automatisch wieder ein Autosave und der Spielstand ist weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das da sind. Das heißt aber, wir müssen wirklich 5-mal drüber nachdenken, was wir uns so gut kennen, das Spiel dann auch nicht, wenn wir mir irgendwie die falsche, wie soll ich sagen, die falsche Entscheidung treffen, kann es sein, dass wir tot sind. Nein, lieber nicht fürs erste Mal, nein, lieber nicht, hey, check ich nicht. Was gibt's da nicht zum Verstehen? Du kannst nicht speichern, selbstständig. Das heißt, du machst einen Kampf, bla 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 bla, dann sterben dir 2 Brothers, dann kannst du normalerweise wieder einfach, ja, lad noch mal rein, den Kampf mache ich nochmal. Das geht im Iron Man Mode, geht das nicht. Iron Man, bist du deppert? Nein, wir wollen Meta machen. Nein, kein Iron Man. Nein, blöd für den Stream. Normal bitte für den Stream, da das eher nicht, sonst wird es zu langwierig. Das ist ein guter Punkt. Also du spielst automatisch, wenn du Iron Man spielst du automatisch ganz anders. Viel vorsichtiger. Da habe ich Scheiße gebaut, dann ist es vorbei. Dann kann man wieder komplett von vorne anfangen und ich glaube, das ist für den Stream nicht das Richtige. Ich glaube, ich habe es so auch off-stream, habe ich es mit dem Iron Man selber auch noch nicht ausprobiert zum Spielen. Ich glaube, es ist ganz witzig, aber kurz davor denke ich mir immer so, wenn es dann wirklich da 50 Stunden in den Spielstand einputterst und dann machst du einen Fehler und bist tot. Und man verreckt in dem Spiel, wenn du Pech hast. So schnell kannst du überhaupt nicht schauen. Egal. Machen wir nicht. Ich glaube, das ist das Gescheite. Wir müssen alles ein bisschen anschauen und so, dann sagt ihr erst einmal 8 Stunden lang gar nichts. Machen wir auf Start. Und dann fangen wir an. Es wird so viel gelabert heute, And here we go. The Fallbeer Squad. Jetzt ist die Frage, soll ich euch das alles vorlesen? Bitte ein 1 in den Chat, wenn ja, ein 0 in den Chat, wenn nicht. Das müsst jetzt ihr entscheiden. Ob wir auch in ein bisschen Feeling für die Lore haben möchten. Ich sag's ganz ehrlich, es ist absolut unwichtig. Okay, ich sehe also auf Twitch sage ich nur 0. Also nur weniger lesen, mehr schnetzeln. Okay, ich sehe auf YouTube sage ich auch fast nur 0. Okay. Es ist im Prinzip eine kleine Intro-Geschichte, so, ja, da ist jetzt dein Squad und du musst raus in die Wildnis und schauen wir mal, was wir so tun. So, Hussa! Da drückt man hin. So, und jetzt bitte nicht, die ersten schon mal nicht kleinen Schlaganfall kriegen. Ich tue jetzt erstmal Options, Audio, Music,
Der mal ein bisschen oben. Das hört sich die Musik noch ganz leicht im Hintergrund. Es ist ein bisschen laut, hä? Ist das okay so? Ist das okay so? Resume? Ja, passt. Ja, minimal, wenn man es hört, ist alles cool. Ihr sollt ja hauptsächlich hören, was ich. So, hier sind wir nun. So schauen wir mir aus. Unser kleiner Squad ist auf der Karte. Nur so ein kleines Manschgall, wenn man will. Jetzt zoomen wir da mehr aus. Spur ist aktuell pausiert. Erklären wir mal kurz von links nach rechts oben. Das ist unser Goldstand, deswegen habe ich mein Mini-Logo, das da normalerweise ist, ein bisschen runtergeschoben. Haben wir 2900. Das ist unsere Nahrung. Proviant, wenn man so will. Und je mehr Battle Brothers wir haben, desto mehr Nahrung verbrauchen wir natürlich. Sobald ich da auf Play drücke, dann sieht man, dass da um Zeit vergeht. Es ist jetzt morgen an Tag 1. Da drückt man aber sofort auf Pause, denn du spielst immer so ein bisschen gegen Zeit. Weil du immer, deine Brothers verbrauchen zum Beispiel Gold. Das steht da drunter. Ich hoffe, man kann es lesen. You pay out 45 crowns per day. Your 2,900 crowns will last you for 64 more days. Das heißt, am Tag zahlen wir mir 45 Gold und unsere 2.900 Gold gelangen noch 64 Tage. Das ist extrem lang, aber wir brauchen das Gold auch für was anderes, nämlich für Waffen, Ausrüstung, Rüstung, andere Brothers und so weiter und so fort. Für Nahrung und so weiter. Da steht übrigens dasselbe drunter. Unsere Nahrung gelangt uns nur für 7 Tage. Dann Tools and Supplies, das ist im Prinzip Nachschub. Das bedeutet, kommen wir gleich dazu, wenn wir die Rüstungsteile und so weiter sehen, in unsere Brothers. Das ist das nächste, was wir uns anschauen. Dann haben wir Munition. Es gibt nicht nur Nahkämpfer, babidi, sondern es gibt auch Bogenschützen, Armbrustschützen. Ich glaube, es gibt mittlerweile mit den DLCs auch schon Schusswaffen, zumindest ganz, ganz einfache, und für die brauchst du Munition. Das heißt, nach dem Kampf füllen sie deine Brothers wieder mit der Munition, die du in deinem Inventar hast, auf. Und Medical Supplies haben wir auch noch. Das ist, Verbandszeug und so ein Scheiß. Wenn deine Brothers nach dem Kampf Schaden kriegen, dann heilen sie mit der Zeit wieder und verbrauchen dann diese Ressource da hier oben. Dann in der Mitte sagen wir, es ist Tag 1, es ist am Morgen, das da hier unten ist so ein bisschen das Zeitradl, also das sechst da hier unten, es ist gerade morgen, es wird gerade hell. Wir können auf Pause drücken, mit ganz klassisch, intuitiv mit der Leertaste auch. Wir können normalen Geschwindigkeit, dass der Tag verläuft, laufen lassen, das geht ungefähr so, oder halt auf ein bisschen schneller. Es gibt auch Mods, die machen das Ganze noch schneller, wenn du es nicht erwarten kannst, aber alles mit der Ruhe Piano. So, die Sachen da herum, die sind nicht ganz so wichtig, das kommt irgendwann im Laufe des Spiels, aber der Punkt ist wichtig. Unser Roster, unsere Kompanie auf I oder auf C. Bam! Here we go! In diesem Menü werden wir sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Da sieht man alles, was unsere Brothers betrifft. Und zwar haben wir einmal unseren Stash. Das ist im Prinzip wir können es veranschaulichen, unsere Kisten, die wir die ganze Zeit mit uns rumtragen, oder unser Wagenkarren, wo unsere Ressourcen drin sind. Wir haben Essen dabei, und zwar Ground Grains. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, aber ich glaube einfach Samenkernel, keine Ahnung. Und Bandagen, das ist ein Item, das wir einem Brother zuweisen können. Unsere Brothers, wir haben 3 Stück, sind die 3 da, die 3 da hier unten. Und zwar der Heimrat, der Dirk, der Merciless und der Tillmann. Die kann man auch ganz lustig umbenennen da herum, aber das machen wir auch später, ist momentan nicht so wichtig. Ich habe jetzt da zum Beispiel einen Heimrat angewählt und jetzt schauen wir uns mal an, was so ein Charakter kann. Das ist, wie soll ich sagen, das ist so das Kernstück des Spiels, was die ganz furchtbar schnell anfixt. Und zwar, jeder von deinen Brothers kann leveln. Du hast da herum eine XP-Leisten, also eine Erfahrungsleiste, und mit jedem Kampf steigst du Level auf. Und dann verbesserst du die Werte da herunten und um die dreht sich alles. Ich hoffe, ich habe es groß genug gemacht, damit man es lesen kann. Die gehen wir gleich durch. Und zusätzlich bis Level 11 von einem Brother kriegst du da herunten Perks. Das sind im Prinzip passive und teilweise aktive Fähigkeiten,
die Kämpfer, wir brauchen irgendein Wort für die, nehmen wir es Brothers. Na, für dein Brudis, ja, passt. Für dein Brudi und pro Level kannst du da eins freischalten. Und dann funktioniert das ähnlich wie in jedem Skilltree, den man sonst so kennt. Du schaltest zum Beispiel da Colossus frei, das kann irgendwas Bestimmtes, das brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen, da wirst du narrisch. Und kommst du dann immer weiter runter und umso krasser, je nachdem, was du machen möchtest, wären halt diese Fähigkeiten dann. Und das wär's das gewesen. So, Rüstung. Der nächste Teil. Ja, wenn es in Diablo funktioniert, warum soll es da nicht funktionieren? Du gehst her. Wir haben eine Kopfbedeckung als Rüstung. Wir haben eine Brust, einen Harnisch, wenn man so möchte, als Rüstung. Das sind 2 Rüstungsslots. Wir haben einen Waffenslot und einen zweiten Offhand-Slot, wo dann ein Schild drin sein kann oder irgendwas anderes. So, jetzt ist ein Knockerbets, unser Heimrat, eins nach dem anderen. Jedes Rüstungsteil hat halt Rüstung und beschränkt dich in deiner Fatigue. Wie übersetzt man Fatigue auf Deutsch? Belastung, glaube ich. Ja? Ziehst das an, wird's schlechter, sehen wir gleich. Kriegst mehr Rüstung, holst natürlich mehr aus. Wie das genau funktioniert, sehen wir im ersten Kampf, der nicht lange dauern wird. Was da eigentlich relevant ist zum Wissen, jeder Brother hat im Kampf, jeder Brudi, Entschuldigung, Ermüdung, Erschöpfung. Das ist wahrscheinlich besser. Jede Fähigkeit, also deine aktiven Fähigkeiten im Kampf, im rundenbasierenden Kampf, kämen von den Waffen. Das heißt, es gibt verschiedene Waffentypen, in die Perks zum Beispiel. Es gibt Streitkolben, es gibt Flegel, es gibt Hämmer, es gibt Äxte, es gibt Cleaver. Was ist denn ein Cleaver auf Deutsch? Keine Ahnung. Es gibt Schwerter, es gibt Dolche, es gibt Polearms. Was ist denn ein Polearm? Ein Polearm ist kein Speer. Was ist denn ein Polearm? Eine Hellebarde? Keine Ahnung, weiß ich nicht, was zum Zustechen halt. Dann gibt's Speere. Dann gibt's, wie ich schon gesagt habe, Armbrüste, Bögen und die Wurfmeisterschaft. Es gibt verschiedene Wurfwaffen, Wurfspeere, Wurfhacke und was weiß ich. Cleaver ist ein Hackebeil. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, jetzt einfach übersetzt mit Fleischermesser. Ist ja wurscht. Und jede Waffengattung hat andere Fähigkeiten. Zum Beispiel ein Zweihänderschwert, mit dem kannst du rundherum hauen und triffst alle Fädel. Und ein Speer kann nur in eine Richtung stechen, hat aber dafür eine tolle Fähigkeit, dass er einen Speerwall aufstellt. Und wenn da jemand hergeht, dann haut es ihn weg. Kommt später. Sagt man da herunten dann, was das alles kann. Zum Beispiel Thrust, Spearwall, was ich gerade gesagt habe. Und unser Schild bringt auch Fähigkeiten mit, nämlich einen Schildwall, bringt dann verschiedene Vorteile und Nachteile. Deswegen meine ich, auf den ersten Blick schaut das jetzt gleich super simpel aus, ist es aber nicht. Trust me. Und mit dem Schädel kannst du ihn weghauen. Dann, nächster Punkt. Jeder Brudi, und das ist eines der wichtigsten Sachen im ganzen Spiel, hat so Backgrounds, also Hintergründe, also eine Hintergrundgeschichte, wo er herkommt, was er so tut. Der Heimat ist zum Beispiel Kompagnon. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wenn man das wieder auf Deutsch übersetzt, aber ist ja scheißegal. Wichtig dafür zu wissen ist bloß, je nach Hintergrund ändern sich deine Startwerte da herunten, was dein Brudi ausmacht. Die gehen wir gleich durch und dann machen wir mal einen Kampf. Ich glaube, dass so ein Kampf erst interessant ist zuzuschauen, wenn man einigermaßen versteht, was da passiert. Ansonsten schaut es nämlich bloß aus, ja, jetzt hat er den angeklickt, der hat einen zusammengehauen, toll. und das ist auch der Teil, der dich so süchtig macht später dann. Zumindest geht es mir so. Und dann kann jeder noch, wie nennt man das, Traits? Nennt man das Traits auf Englisch? Ich weiß es nicht. Das sind einfach Eigenschaften von deinem Brudi, die er haben kann, die muss er aber nicht haben. Nicht haben. Die können positiv sein, können aber auch negativ sein, können aber auch beides sein. Zum Beispiel, er ist bright. This character has an easier time than most with grasping new concepts and adapting to the situation. Das heißt, er ist bright. Was heißt bright? Hell. Er ist halt hell im Köpfchen, so quasi. Und lernt schnell neue Sachen. Und hat dadurch, kriegt einen Wert, nämlich 10% mehr Erfahrungsgewinn. Das heißt, er kriegt 10% mehr Erfahrung. Amen. Dann haben wir noch was. Brave. Er ist mutig. Just keep on going. This character will bravely venture into the unknown. Dafür kriegt er der Stat dazu, was diese Charaktereigenschaft auslöst, ist +5 Resolve. Und Resolve heißt übersetzt,
Nicht Initiative, das ist was anderes. Fuck! Ich weiß natürlich, was bedeutet. Es ist Moraltest. Entschlossenheit ist erschienen. Sehr schön, Sprengi. Entschlossenheit heißt der Wert. Und je her das der ist, desto weniger fängt dein Charakter an zu fliehen in einem Kampf, wenn bestimmte Sachen passieren. Was da so passieren kann, sehen wir gleich. So, Charakterwerte im einigermaßen Schnelldurchlauf. Okay? So, wir haben einmal Head Armor, unser Helm. Der ist bei 40, das hängt natürlich davon ab, was für ein Helm wir uns aufsetzen. Mit 40 Rüstung. Selbiges bei der Brust. Oder bei der Brustrüstung. Dann haben wir natürlich Hitpoints, also Lebenspunkte. Da haben wir 50 und da haben 2 Sterndal dran. Das merken wir uns einmal fürs Aufleveln. Kommt später, wenn wir ein Level gemacht haben. Sonst muss ich sauber 2 labern, bevor überhaupt irgendetwas passiert. Dann haben wir Action Points. In einem Kampf dich zu bewegen, zuhauen. Das sind eigentlich eher also bewegen und irgendeine Aktion ausführen, wo schießen, zuhauen, Apps werfen, irgendeine Aktion ausführen von deinen Perks, kostet einfach Actionpunkte. Und ich glaube, es hat jeder immer 9. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwelche Legendary Items gibt später, die da mehr so Action Points geben. Kann sein, weiß ich nicht, könnte sein. Dann habe ich eine Donation übersehen. Herzinger! Bürger, bist du beste? Hashtag Bürger Bitches! Fragezeichen! Weiß ich nicht, was das Fragezeichen heißt, aber ich weiß es nicht. Herzinger, Dankeschön. Julesen, Tapp auf die Depfen. Timmy, na, Bürger, der Beste bist du. Das ist gelungen. Wie viele Donos habe ich noch übersehen? Es tut mir so leid. Küsschen aufs Nüsschen. Ich muss jetzt mein theoretisches Halbwissen außerdreschen. Ruhe jetzt. Ich habe ja gesagt, heute wird viel gelabert. Bin gespannt, was am Schluss sagt. Dann, und jetzt kommt einer der wichtigsten Werte im ganzen Spiel, was dein Brudi haben kann. Fatigue. Wir einigen uns drauf, Scheiße, was hat's geheißen? Ich weiß, was bedeutet. Erschöpfung. 0 von 80. Das ist im Prinzip umdreht. Mit jeder Aktion, die du ausführst, generiert dein Brudi Erschöpfung. Also wird halt einfach erschöpfter. Und wenn die voll ist, dann kann er nichts mehr tun. Das heißt, er kann vielleicht kein Spearwall mehr machen. Da steht es nämlich drin. Kostet 4 Actionpunkte, um es zu benutzen, und baut 30 Fatigue auf. Das kannst du 2 Runden machen und in der 3. Runde kann er das nicht mehr machen. Dafür ist dann sein Fatigue voll. Was das sonst noch für, wie soll ich sagen, Nachteile hat, wenn die Leisten voll ist, weiß ich nicht. Es kann sein, dass du Nahkampf-Skill verlierst, Nahkampf-Defense verlierst und so weiter. Einer der wichtigsten Skills, die es gibt. Und von uns übrigens, Herrin, ich habe auch immer unfassbar viel Fatigue. Dann gibt es eine Moral. Gibt es verschiedene Stati. Der ist am Anfang immer steady, stabil, wenn man so will. Und wenn in einem Kampf, als Beispiel, der wird getroffen, dann wird ein Moralcheck gewürfelt. Wenn man so will. Also nicht, wenn man so will, sondern der wird sprichwörtlich gewürfelt. Und der wird verglichen mit deiner Resolve, wo wir vorher schon gerade mal waren, mit deiner Entschlossenheit. Und wenn das negativ rollt, also schlecht rollt, dann macht der Charakter einen Moralcheck und verliert an Moral. Und wenn die Moral ganz unten ist, dann fängt er an zu fliehen. Das heißt, du kannst nicht mehr steuern, nichts, der läuft einfach davor und in 90% oder eigentlich 100% der Fälle stirbt er. Außer du hast Glück. Dann haben wir Resolve, haben wir gerade drüber geschmatzt, das ist unsere Entschlossenheit, je her, desto besser. Deine Einheiten gehen nicht in Panik. Zum Beispiel, wenn neben einer jemand stirbt von ihnen eigener Leid oder wenn er getroffen wird oder es gibt auch Geister und Ghule und lauter so einen Scheiß, wenn die bloß anschauen, ihr weißt es was es ist. So, nächster Punkt. Initiative. Herr Lutz, hört sich ein bisschen an wie Pokémon. Du so weit weg von... Es ist Pokémon in Hardcore. Herr Lutz, merci dir. Dann haben wir Initiative. Initiative bedeutet... Je her die Initiative ist, desto früher bist du in dem Rundenstrategie-Ding am Zug mit dem Brudi. Dann Melee-Skill. Das ist die Nahkampffähigkeit. Je her, desto besser, ist klar, desto her ist die Trefferchance, wenn du jemanden haust. Dann haben wir einen Ranged-Skill. Das heißt, nennen wir eine Schützenfähigkeit. Mit dem Bogen oder mit der Armbrust oder mit der Kanone oder irgend sowas.
Je höher der ist, desto besser triffst du, desto höher ist deine Treffwahrscheinlichkeit. Dann gibt es die 2 Gegenwerte dazu, das ist Melee Defense und Range Defense, das ist genau das gleiche. Je höher das ist, desto schlechter treffen die deine Gegner und je höher dein Fernkampfverteidigung ist, desto schlechter treffen die anderen Bogenschützen. So, Fernkampf ist gleich Schüssenfähigkeit. Richtig. Sprenge mir, übersetzen wir uns das alles so, wie wir es brauchen. Dann haben wir Damage. Ich glaube, Damage, Schaden erklärt sich von selber. Wie viel Schaden macht unser Speer? 25 bis 30. Gehen wir da auf. Steht im kleinen Datenblatt drin. Damage 25 bis 30. Dann haben wir Effectiveness against Armor. Das sind im Prinzip die Waffenwerte da herunten. Wie effizient ist deine Waffe gegen Rüstung? Und dann haben wir noch Chance to hit the head. Das erkläre ich dann im Kampf kurz. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Es ist beim Schlag ist immer absolut zufällig, ob du einen Körper oder einen Kopf triffst. Und je nachdem machst du Schaden an der Kopfrüstung oder halt an der Brustrüstung. Und wenn er keine Rüstung am Kopf hat und du triffst ihn am Kopf, ist er automatisch tot. Irgendwie so. Und dann haben wir da unten Vision. Das ist, wie weit man auf dem Schlachtfeld dann sieht. Ja, kommen wir auch gleich noch dazu. So, diese Werte sind unterschiedlich von Bro zu Bro und können völlig random rollen. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal den zweiten an, das ist der Dirk. Nein, keine Angst, wir gehen jetzt da nicht nochmal alle Werte durch. Aber der hat zum Beispiel eine Zweihandhacke. Und daraus ergeben sich ganz andere Fähigkeiten, haben wir schon gelernt. Einmal Vollgas reinspalten und jemanden in der Mitte auseinanderhauen, einmal einen Rundumschlag und das Zweihandhacke ist wirklich anders stark. Das ist richtig geil. Background, Kompagnon, wie übersetzt man das? Begleiter, ich weiß nicht, Kumpel, ich weiß nicht. Er ist loyal. Und er ist in good spirit. Das heißt, er ist gut drauf. Du kannst dann in eine Stadt gehen, kannst deine Brudis ein Bier ausgeben, sehen wir auch später, und dann steigert ihre Moral und so weiter. Wichtig zum Wissen ist aber, die Startpunkte in die verschiedenen wichtigen, sage ich jetzt einmal, Punkte, vor allem beim Zweihandhacke, er ist Nahkämpfer, also ist wichtig. Fatigue ist immer wichtig. Resolve, Entschlossenheit ist immer wichtig. Nahkampf, Skill und Abwehr-Nahkampf-Skill ist wichtig. Und man sagt ja schon, da haben so Sterndl drauf, wie das genau funktioniert, sehen wir später. Das ist ja bei den Startbrudis. Ist es so, da passen die Werte vom Start weg einigermaßen, haben meistens auch ziemlich gut. Aber wenn du dann neue Brudis dazu holst, Kamerad, glaube ich, der am besten passen. Herr Benedikt, Kamerad ist ein guter. Kamerad, nehmen wir Kamerad. Da haben wir einen Tillmann. Und der hat, da sieht man schon, der hat ein bisschen mehr Ausrüstungsgegenstände drin. Es gibt nur eine Halsketten, die man sich umhängen kann. Der hat Munition dabei. Haben wir vorher schon mal kurz darüber geredet. Ja, wenn ihr einen Schuss schießt, bei der nächsten Runde lotzt es dann aus unserem Stash wieder auf. Und einen Dolch hat er dabei. Zum Einstiegen. So, weit, so gut. Das ist einmal die Grundlage, um was es sich eigentlich alles dreht. So, machen wir das einmal zu. Jetzt bewegen wir uns einmal aus der Karten raus. So, grüß Gott beieinander. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die ganze World Map. Schaut jetzt auf den ersten Blick relativ klar aus, aber ich versuche es so kurz zu erklären, wie ich kann. Das da sind alles Städte. Die haben alle in einem bestimmten Haus. Also es ist eine bestimmte Fraktion. Sagt man an die Banner. Für die kann man Aufträge machen und dann wird man denen gegenüber halt freundlich und so weiter. Kriegst bessere Preise beim Einkaufen und schaltest nachher noch ein paar bestimmte Sachen frei. Dann ist die ganze Map mittlerweile, da ich die DLCs habe, die habt ihr vom Start weg, wenn ihr euch sowas kauft, nicht. Spiel auf Englisch, deutsche Städtenamen, Sims Legit. Ich weiß nicht, was sie sich da dabei gedacht haben. Die Städtenamen haben halt tatsächlich Deutsch. Da haben wir die Krautwacht. Und da haben wir Tiefenbach. Ich weiß nicht, für die Amerikaner hören sie so deutsche Texte wahrscheinlich sehr deutsche Städtenamen sehr mittelalterlich vielleicht. Keine Ahnung. Dann haben wir da Kargau und was weiß ich. So, wo waren wir? Wir waren da unten. Ich hoffe, ihr seht meinen Mauszeiger. Ich denke schon. Dann ist die ganze Map unterteilt so in den mittleren Teil, der ist halt sehr normal. Ich würde jetzt mal sagen, das ist fast schon europäisch. Da haben wir halt Waldgebiet und Sumpfgebiet und ein paar Berge und so. Dann haben wir oben den hohen Norden, da ist alles vorher Schnee und so weiter, beeinflusst auch das Spiel.
und ganz im Süden haben wir Wüste und da haben so, ich darf jetzt einfach mal sagen, Araber. Ja, da haben einfach die Araber und das sind halt einfach, nun mal, ich weiß auch nicht, it is what it is und in jedem Gebiet gibt es andere Gegnertypen, andere Viecher. Es ist hauptsächlich, es gibt keine Magie, es ist alles sehr am Boden geblieben, sage ich jetzt mal. Es gibt aber einen kleinen Teil Fantasy da drin natürlich. Es gibt Orks. Es gibt Hexen, es gibt Nekromanten, es gibt Untote, es gibt Drachen, es gibt alles Mögliche. Ja, ich mag da jetzt nicht zu viel spoilern, aber weißt du, was es ist. So, was ist jetzt unsere verfickte Aufgabe? Unsere verfickte Aufgabe ist, stärker zu werden, mehrer Leute zu werden und Aufgaben zu erfüllen für die einzelnen Fraktionen. Gehen wir mal da drauf. Factions und Relations. Das sind Fraktionen und... Fuck, es ist wirklich krass, wie ich nicht in der Lage bin. Natürlich weiß ich, was Relations bedeutet. Ich kann es nicht wortwörtlich auf Deutsch übersetzen. Relationen halt wahrscheinlich. Beziehungen. Sehr schön. Beziehungen zu den einzelnen Häusern. Haus Eigloff. Haus Eisenstein, Haus Sommerwein. Am Anfang sind wir natürlich alle neutral. Das sind alle die, was es da so gibt. Und jetzt können wir für die einzelnen Häuser Aufträge machen und dann wird der Ruf, nennen wir es einfach Ruf, das bin ich seit meinem Leben lang bin ich gewohnt, dass man sagt Ruf. Aufträge machen und dann sicher machen wir jetzt halt einfach einmal in der Hoffnung, wir verrecken wir nicht einfach. Konnte beim ersten Kampf schon passieren, dass alle tot sind, dann können wir wieder von vorne fangen. Und zwar habe ich das Gefühl, das Haus Eigloff. Wir haben mitten dort drin gespawnt. Mitten waren wir haben da und direkt neben uns ist Blankenstadt. Das ist eine relativ große Stadt. Jede Stadt hat auch wieder seine eigenen Werte und Stati. Das machen wir im Laufe der Zeit, weil sonst labert die jetzt wirklich durch bis um 10 Uhr und ihr habt fucking nichts gesehen. So eine Stadt ist aufgebaut, gibt es zum Beispiel Fishing Huts, die haben Fischerhütten, die haben Militärbaracken, die haben eine Werkstatt und je nachdem, was haben wir noch Fischerhütten, Amber Collector, was heißt denn Amber? Ist das nicht Kohle? Kohle, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt da einfach mal, Amber ist Bernstein. Wahrscheinlich, das habe ich nicht gewusst, habe ich schon wieder nicht gewusst. Ist ja vollkommen wurscht. Auf alle Fälle beeinflusst ist die Stadt, was es auf dem Marktplatz gibt und so weiter. So, wir haben ja gerade zum ersten Mal gesehen, wie sich was bewegt. Haben wir das registriert? Nur für euch gehe ich da nochmal eine Runde, damit ihr so anschauen könnt, wie man sich auf der Map bewegt. Und das habe ich gemeint mit, da wird sehr viel Leute abschrecken. Da fährst du einfach nur so umeinander. Auf Straßen bist du ein bisschen schneller, durchs Gelände bist du ein bisschen langsamer, wird's hügelig, wirst noch langsamer und so weiter. Und unser Hauptziel ist, jetzt einfach mal einen Auftrag annehmen und da gucken wir jetzt einmal rein. Schön gemütlich, da fährt ein Schiff halt davon. Das heißt, die haben einen Hafen, damit kann man sich zu den anderen Städten fahren lassen und so weiter. So, wir haben in Blankenstadt angekommen. Walking Animation on point. Es ist völlig unwichtig in dem Spiel. Interessiert keine alte Sau. So, in jeder Stadt gibt es andere Sachen. Aber in jeder Stadt gibt es immer einen Marktplatz und andere Brüder Brudis zum Anwerben. Es gibt dann, das überfliegen wir jetzt bloß schnell, das werden wir alles noch im Detail sehen. Sachen zum Kaufen, Verkaufen mit Gold, blabldi blubbeldi. Und dann hat zum Beispiel diese Stadt eine Taverne, da kann man reingehen. Und dann kann ich wieso kann ich jetzt noch nicht reingehen? Kann ich für 20 Gold zum Beispiel jedem Mal ein Bier ausgeben von unseren Brudis, dann geht es einer besser. Der wir jetzt nicht, brauchen wir noch nicht. Dann gibt es einen Tempel, da kann man sich heilen. Es gibt eine Training Hall. Und der Training Hall ist für den Start gar nicht so unwichtig, denn damit kann man die Brudis ein bisschen plus XP. Kriegt er für den nächsten Kampf, für die nächsten 3 Kämpfe, für die nächsten 5 Kämpfe mehr XP. Perfekt, dass das da drin ist, werden wir gleich mal machen. Heimrat, Sparring Fight, da kriegt er 50% Erfahrung für den nächsten Kampf, 35% Erfahrung für die nächsten 3 Kämpfe und 20% Erfahrung für die nächsten 5. Ich glaube, das effizienteste ist 3 Kämpfe, 35%. Darum einmal reingeboostet. Easy. Leave. So. Dann, und da gibt es einen Hafen, wo können wir da hinfahren? Nach Seiltu-Neudeich. Und nach Seedorf. Wo zur Hölle ist Seedorf?
Dann schauen wir mal, da ist Neuteich, wow, da kann ich hingehen, auch der Trottel. Und da ist Seedorf, da kann ich da auffahren. Ah, schade. Normalerweise ist es ganz geil, wenn der Fluss oder der Meerteil bis aufgeht, damit man schnell ganz vom Süden ganz in den Norden kommt und so. Aber dazu auch später. Ist nicht so wichtig. Ist vielleicht keine so geile Map. Hashtag Map, aber egal. Gehen wir wieder in die Stadt rein. So, und jetzt erzählen wir das eigentlich, was uns eigentlich interessiert. Links oben haben wir Contracts, sogenannte Verträge. Der Totenkopf da oben zeigt uns, wie schwierig das ist. Ein Totenkopf ist die leichteste Stufe, 3 Totenköpfe ist die schwerste. Und da jetzt einfach mal sagen, someone is looking to hire mercenaries. Bam. Gerhard, the trade master, looks at some of his books, pursuing what appear to be a good deal of numbers. Ich lese das ab und zu, lese ich das jetzt einmal noch ein, zweimal vor, okay? Einfach nur, damit wir ein bisschen sehen, was da so los ist. I got a shipment of particular goods going to Weilersheim and they are leaving soon. I need a bunch of sturdy swordsmen to help make sure it gets there safely. Should take you about a day of traveling. Are you up for it? Im Prinzip, er hat einen Lieferauftrag für uns. Und das verzeihe ich jetzt deswegen, weil die Lieferaufträge kommen öfter. Und die schauen immer gleich aus vom Text. Ja? Und ich glaube sogar auch vom Beutel. Und das Einzige, was uns da interessiert, ist der letzte Satz hinten. Should take you about a day of traveling. Das heißt, wie lange wir ungefähr dahin brauchen. Ich kenne jetzt die Map noch nicht auswendig. Nach ein paar Stunden kennt man die auswendig, wo ist welche Stadt. Wir müssen was nach Weilersheim bringen. Keine Ahnung, wo Weilersheim ist, aber ein Tag Reisen ist nicht weit, das können wir machen. Das Tag, let's talk about money. Das nehmen wir an, schauen wir es uns mal an, wie viel gibt er uns, wie viel können wir damit verdienen. Wahrscheinlich werden wir jetzt keinen einzigen Kampf nicht sehen, aber ist ja egal. I think, an adequate, wie spricht man das aus, weiß ich nicht. Compensation of your services. You'll get 2 crowns per head you arrive with und 25 heads at most and another 140 when the job is done. Das heißt, wenn wir auf dem Weg jemanden umbringen, kriegen wir 2 Gold pro Kopf. 25 Leute können wir maximal da schlagen, also können wir maximal 50 extra Gold rausholen und 140 Gold kriegen wir, wenn wir da sind. Ja? Muss aber nicht sein, dass wir da jemanden umbringen müssen, dass wir da jetzt in einen Kampf verwickelt werden. So, dann kann ich da verschiedene Sachen machen. Ich kann es einfach akzeptieren. Ich kann bitten oder ihm sagen so, hey, gib mir mehr, Brudi, gib mir mehr Geld. Dann verlieren wir aber ein bisschen an Ruf bei denen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen so schnell wie möglich mit irgendeiner Fraktion oder mit irgendeiner Stadt, besser gesagt, freundlich werden. Kriegen wir bessere Aufträge, bessere Handelsangebote, besseres Equip, bessere Verkaufspreise und. Das ist einmal das A und O am Anfang. Karawanenquests sind super gefährlich. Das stimmt. Das ist ein Lieferding. Das ist ein Lieferauftrag, kein Karawanenauftrag. Das heißt, da laufe ich selbstständig irgendwo umeinander. Mit einem Karawanenauftrag, den werden wir auch noch sehen, da kannst du dich nicht bewegen. Wir akzeptieren das jetzt einfach einmal und schauen mal, das sind die Vertragsbedingungen, blablabla. Oh, das ist ein Karawanenauftrag. Oh, okay, vielleicht haben wir schon den ersten Scheiß gemacht. Das ist ein Karawanenauftrag, ich habe mich vertan. Wir müssen mal jemanden eskortieren. Eine Karawane nach Weilersheim. Das heißt, wir können uns nicht... Oh, ich dachte, das ist was anderes. Okay, dann haben wir einen Karawanenauftrag. I accept this contract. Ich akzeptiere diesen Vertrag. So, und wenn ich jetzt aus der Stadt rausgehe und eins zurück, dann sind wir mit dieser Trading-Karawane, mit dieser Handelskarawane unterwegs und bewegen wir uns selbstständig über die Map. Wenn uns jetzt jemand angreift, müssen wir kämpfen. Und normalerweise kommt da immer ein Kampf zustande, währenddessen die Karawane von A nach B zuzelt. Normalerweise. Na, jetzt During Camp. Es ist Castor Blabledy Blubeldy Brothers, the Volbear Squad must show the world we are forged of a hotter fire than other mercenary bands. Da, wir haben uns jetzt gerade, das ist passiert am Anfang vom Spiel immer. Du musst da ein Grundziel setzen. Das du über die nächsten 10, 20, 30 Tage so ungefähr erreichst. Manche Sachen dauern länger, manche nicht. We need allies. Forging a bond of friendship and trust with one of the towns will get the company better prices, more volunteers and more steady work. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe.
mit irgendeiner Stadt freundlich werden, beziehungsweise ja, mit irgendjemandem freundlich werden und dann kriegen wir was Tolles. Ist einmal unser erstes Ziel. Was war das andere Ziel? Let us set out into the wilderness, discover the unknown and plunder it. Be the wizard's tomb, wahrscheinlich, Entschuldigung. My English not very perfect, but it takes me, it's good for me. A goblin can't or aught else we may find. Das ist ein bisschen krass. Absolutes Late Game, gehen wir später hin. So, nehmen wir das, dann haben wir da herum unsere Aufgabe, so unsere Grundaufgabe fürs erste einmal. Get to friendly relations with a civilian faction. So, Weilersheim, wir kommen. Achtung, da drücke ich mal schnell auf Pause. Jetzt sieht man es leider Gottes nicht mehr gescheit, weil die andere Handelskarawane da so umeinander fährt. Da ist eine kleine Münzen da, das ist unser Questmarker, wenn man so will. Dass wir wissen, da müssen wir hier oder da müssen wir irgendwas tun. So, gehen wir weiter. So, das war easy peasy, Alter. So, wir haben wir da. Weilersheim, der Wagen ist angekommen, blabli blabli. Wir kriegen mal 140 Kronen, Weilersheim now is well supplied. So, und das ist jetzt der kleine Punkt, der ist auch sau wichtig, weil er wirklich, so, wie komplex das Spiel ist. Jetzt pass auf. Crowns well deserved. Eingesackelt, haben wir da, drücken wir Pause. Und so, da ist jetzt da unten gestanden, Weilersheim, diese Stadt Weilersheim, die ist jetzt einfach gut versorgt. Das bedeutet, die kriegen bessere Preise, das beeinflusst die Stadt. Und die ganze Stadt, sobald das Spiel, also die ganze Welt, sobald das Spiel läuft, laufen überall Handelskarawanen, Kriege mit anderen NPCs und was weiß ich und alles beeinflusst alles. Und das ist auch ziemlich geil, wenn ich so drüber nachdenke. Zumindest was für mich ein Punkt ist, der mir einfach gefällt. So, und wenn wir schon da haben, gehen wir gleich mal in die Stadt rein. Und da merkt man jetzt gleich, ist eine kleine Stadt. Das ist eigentlich ein Bauerndorf. Da gibt es nicht viel. Da gibt es einen Marktplatz, da gibt es ein paar Brudis zum Anheuern und da gibt es einen Taxidermist. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, aber das ist im Prinzip sowas wie, ich hätte jetzt einmal Alchemist getauft, also ein Voodoo-Sepp, wo du Voodoo wann wer ich? Nein, Voodoo. Also, später Sachen craften kannst du aus bestimmten Sachen. Ist nicht wichtig. Aber schauen wir doch einmal in den Marktplatz hinein. Und zwar, die haben zum Verkauf Qualitätsholz. Immer mal schnell raus. Warum haben sie das? Weil die da ein Lumbercamp haben. Das heißt, die haben da eine Holzfällerhütten mitten im Wald. Und sie haben eine Hunters Cabin, was ich vorher schon gesagt habe, eine Jägerhütte. Es bringt unfassbar wichtige Sachen mit. Taxidermist ist ein Tierausstopfer. Echt? Das hab ich kenne das Wort nur aus diesem Spiel. Ich habe noch nie nachgeschaut, was das bedeutet. Haben wir wieder was gelernt? Leute, einprägen für die nächste Englischstunde. Taxidermist, ich habe keine Ahnung, ob man so ausspricht, wird schon passen. Der Tierausstopfer. Sagst das. Und zwar, was bringt uns das, dass da so ein Holzding ist und so eine Jagdhütten ist? Nämlich folgendes, dass das Holz schweinebillig ist. Das weiß ich jetzt zufällig erfahrungsgemäß, dass 164 Gold unfassbar billig ist fürs Holz. Normalerweise ist es so bei 200, 220 und selbst da kaufe ich es schon oft. Steht dabei, es ist wert 180. Die nehme ich beide mit. Zack, zack, wird eingekauft. Essen brauchen wir nicht, den ganzen Rest brauchen wir nicht. Was hat er sonst noch so? Verschiedene Waffen, verschiedene Schüttel und so weiter. Interessiert uns eigentlich alles nicht recht. Kommen wir später dazu. Und für das ist auch mit das Lumber, die Holzfällerhütten wichtig und die Hunters Cabin. Das kann jetzt bedeuten, dass die da nur Fälle verkaufen, haben es gerade nicht. Die kann man dann in andere Städte weiterverkaufen für mehr Geld. Ja, ist die Kohleneinnahmequelle. Man kann Brudis anheuern. Und in Hunter Cabins sind da die besten, also kann passieren, dass du zur Auswahl hast, die haben wieder verschiedene Werte. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja, mit verschiedenen Hintergründen, die kosten verschieden viel und so weiter. Und ich weiß jetzt leider Gott nicht, wie die Hintergrundgeschichte heißt von der besten Bogenschützen, die es im Spiel geben kann. Bedeutet dann folgendes: Die haben einfach bessere Startwerte. Den habe ich noch nie gesehen, merke ich gerade, so ein Beast Slayer. Beast Slayers are used to expertly hunt monstrous beasts at all ranges. Er ist im Prinzip ein Monsterschlachter
Und er ist extrem gut im Jagen von monströsen Biestern. Oder Beasts! Wie übersetzt man Beasts? Natürlich weiß ich, was Beasts bedeutet. Und monstrous weiß ich auch. Monströs. Aber keiner sagt bei uns in Deutschland oder gar in Bayern, ho, das ist aber ein monströses Viech. Wildtiere. Beast übersetzt man doch nicht mit Wildtiere. Es muss doch im Englischen ein anderes Wort für Wildtiere geben. Beast ist gleich Beast. Aus. So. Das sind Bestien. Bestien. Bestien lasse ich ein. Nein, Monster ist Monster. Beast ist Bestie. So, haben wir wieder was gelernt. So, ganz wichtig für euch jetzt, falls ihr das Spiel anfangt und euch einen Brudi kaufen wollt und ihr seht diese Stats da nicht. Das ist ein Mod, den ich installiert habe. Ich habe keinen Bock auswendig zum Lernen, was für Stats ein Beast Slayer haben kann. Das ist mir einfach zu blöd. Okay? Darum wird mir das da schon angezeigt. Das, was ich dann als allererstes tue, ist, ich schaue daher, was für Charaktereigenschaften das er hat. Er ist huge, er ist riesig. Hat dadurch halt bestimmte Werte und die sind wichtig. Wenn du die Brudis fürs Endgame haben willst, dann musst du da unbedingt aufpassen. Er ist gewampert. Er hat plus 10% auf Melee Damage, das heißt Nahkampfschaden, bringt uns als Bogenschütze überhaupt nichts. Und hat minus 5 auf Range und auf Melee Defense. Bullshit. Ist eigentlich schon vorbei, ist schon crap. Und er hat einen Todeswunsch. No moral check triggered upon losing hit points. Das heißt, er kriegt keinen Moralcheck, Moralwürfler, wenn er Schaden kriegt. Das ist eigentlich gut. Das ist nicht super gut, aber ist gut. So, aber sonst, ich brauche jetzt so einen Jäger. Nach einem Jäger heute da ausschaut, ist keiner da, nehmen wir keinen. Wir nehmen jetzt auch, wir vorerst keine anderen Brudis nicht auf. Wir machen den nächsten Contract. As you take stock of your inventory, a rather well-to-do man spots you and heads your way. Ich bin ganz ohr. Oh, es geht um einen Diebstahl. Blablabla, Briganten haben seine Dämonenstatue gestohlen. Das heißt, diese Aufträge schauen immer gleich aus. Die werden wir später nicht mehr so lesen. Ich überfliege das bloß kurz, was wir da müssen und dann entscheide ich, nehmen wir es an oder nehmen wir es nicht an. Wir haben am Anfang genau nach diesen Aufträgen auf der Suche. Das sind normalerweise kleine Gruppen von Dieben, die können wir zusammenprügeln, wir kriegen ein paar Items, wir kriegen Gold, wir kriegen einen Auftrag, wir kriegen einen Ruf. Und das fangen wir jetzt an. So. Lassen Sie uns über eine Bezahlung sprechen. Anhand von wir kriegen 350 Gold. Ich sage nicht Kronen, Kronen hört sich komisch an. 350 Gold kriegen wir. Und anhand von der Höhe von dem Gold kann man oft auch abschätzen, wie schwer das der Kampf wird. 350 habe ich jetzt so den Eindruck, ist eigentlich nicht wenig. Für ganz am Anfang, aber trotzdem werden wir es da. I accept your offer. Ich akzeptiere den Angebot. Follow the tracks near Weilersheim. Da haben jetzt dann Fußspuren auf der Map, denen laufen wir nach. Dann kommen wir zurück nach Weilersheim und dann kriegen wir 350 Kronen. Ja, müssen wir zusammenhauen, das Ding heimbringen, passt. Dann sehen wir das erste Mal einen Kampf. Wie lange haben wir jetzt eigentlich? Boah, leck, es ist 9. Halt doch die Schnauze. I accept! So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich laufe jetzt aber zu viel. Wir haben eine Stunde in Game und haben noch keinen einzigen Kampf nicht gesehen. Jetzt wird es einfach einmal Zeit. So, wir haben jetzt also Fußspuren. Die sieht man übrigens immer auf der ganzen Map da herum. Zum Beispiel auch anhand der Größe und der Art und der Form der Fußspuren kann man übrigens sagen, sind es Menschen, sind es Monster, sind es das, sind es viel, sind es wenig. Und die großen Fußspuren heißen normalerweise, es sind viel. Das ist jetzt nichts. So, wir laufen denen nach. Ah! Boah, leck, das sind 7. Ich sag das, was es ist, Alter. Die werden uns töten. Was? Die werden uns töten, aber wir werden es probieren. So, jetzt kommt der Iron Man Mode. Und genau darum haben wir es nicht da. Ich gehe jetzt her. Drücke mal auf Escape. Save Campaign. Da ist übrigens meine Off-Stream-Kampagne. Birger, Lone Wolf. New Save Game. Save. Dann nehmen wir Stream 1. Machen wir mal erst einmal ein Save Game. Resume. Und dann tue ich einfach mit Quick Save und Quick Load kurz vorher speichern, geht's in die Hosen, gehen wir nochmal zurück nach Weilersheim, nehmen wir uns noch 2 Brudis mit und dann schlagen wir's. So, gespeichert und dann da die sagen, to battle! Dum dum. As you approach,
kommt vor dem Kampf immer, interessiert keinen. Normalerweise steht dann nur dabei, wie viele Gegner das wir haben und welche Art von Gegner das wir haben. Steht da jetzt nicht dabei, ist ein bisschen komisch, weiß jetzt auch nicht warum, aber egal. 2 Arms. Oh, da steht's. Okay. Many Brigand Thugs. Jetzt einzelne Wort in dieser Beschreibung sagt dir, was auf dich zukommt. Many, ich weiß leider nicht auswendig. Da müsste es auch mal einen Mod geben, wo dann dort steht 5 bis 7. Wir wissen, dass 7 sind. Es gibt aber auch Situationen, da weißt du vorher nicht, wie viele das sind. Dann steht da zum Beispiel a few Brigand Thugs, dann weißt du, es sind 2 bis 4. Oder irgendwie so, ich weiß nicht auswendig. Und Thugs sind die schwächste Gruppe an Gegnern, die es im Spiel, glaube ich, gibt. Darum, engage! Da, Freunde der Sonne. Jetzt wird's interessant. Und so schaut ein Kampf auf. Es sind Hexagons, ja. So ist das Spielfeld aufgeteilt. Es gibt flach, dann ich zoome mal ein bisschen außer. Es gibt so erhöhte Positionen. Das bedeutet, da hast du mehr Verteidigung, triffst leichter und so weiter. Ja, aus der erhöhten Position greifen ist natürlich immer von Vorteil. Vor allem, wenn deine Bogenschützen da aufvergängen und sich eine Späße. Und es ist im Prinzip High Ground Sprengi, richtig? LOL ist es rundenbasiert. Jawohl, die Kämpfe sind rundenbasiert. Alles andere ist Echtzeit. So, und das ist jetzt das, was so hardcore anfixt, an jeder Wert. Und wenn es bloß +2 oder +-2 haben oder sonst irgendwas, ist so wichtig. So, wir stehen nun gegenüber 7 Thugs. Wir sehen mal sofort, was haben die für Waffen. Schwerter, die 2 haben zum Beispiel Schüttel, der hat einen kleinen Backler, das ist ein ganz kleines Schüttel, das ist eigentlich voll für den Arsch. Der hat so einen Kolben, der ist gefährlich, der kann stunnen. Der hat so einen Flegel, der glaube ich kann auch stunnen. Dann ein Dolch sticht durch Rüstung durch. Was es Beil kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Schilde sind natürlich schwieriger zum Treffen und. So, wie wir das jetzt anstellen, ist eine gute Frage. Und zwar, unseren Ranged Mann. Da unten, der ist als erstes dran. Der wackelt da so komisch. Hat eine Fähigkeit, der hat nicht viel, er ist ja noch ganz frisch. Der kann einen Bolzen schießen. Und dann kann er sich noch bewegen oder umdreht. Wir sehen wir da so, wie weit ich schießen kann. Ich kann die da alle anschießen. Alles super toll. Passt. Er ist als erster dran, weil er die höchste Initiative hat. Die steht jetzt da nirgends. Aber da unten sehen wir Action Points, Fatigue, diese Erschöpfung, von der ich geredet habe, in was für einem moralischen Zustand das er ist, Steady, oder es gibt dann noch Confident, dann trifft er besser und so weiter. Dann hat er Kopfrüstung, hat er leider Gottes gar keine. Unsere Ranger, unsere Armbrustschützen und so, die dürfen wir auf keinen Fall irgendjemanden erwischen lassen. Wir haben eine Brustrüstung und Hitpoints. Und mehrere können wir schon nicht da auch. Unten, das ist die Reihenfolge, wer nacheinander dran ist. Das bedeutet, alle Gegner sind vor uns dran. Sagt man auch auf die Schnelle, alle die nach links. Achtung, Spielverkehr, alle die da um mich schauen, sind Gegner. Alle die da um mich schauen, sind wir. Das heißt, vor uns kommen 1, 2, 3, 4, 5 Leute dran, bevor wir am Zug sind mit dem Heimrat und so weiter und so fort. So, jetzt ist die Frage, ich überlege schon die ganze Zeit im Hintergrund, deswegen glaube ich vielleicht gerade einen absoluten Bullshit, wie ich mich verhalte. Ich weiß jetzt erfahrungsgemäß, dass die nicht im ersten Zug bis zu mir hergehen können. Glaube ich zumindest. Darum bleibe ich jetzt mit meinem Armbrustschützen einfach mal stehen und hoffe, dass die ein Stückerl netter kommen. Dann schieße ich nämlich danach und gehe nach hinten. Wir können aber mal ausprobieren. Ich möchte jetzt schießen auf den Brigand Thug. Und habe eine Chance to Hit, ich hoffe, ihr könnt es lesen, von 51%. Das ist nicht der Teufel. Ist am Anfang aber nicht wirklich viel. Aber für den Anfang auch nicht wirklich wenig, wenn ich ganz ehrlich bin. So, da haben wir jemanden mit Schüttel, da haben wir schon bloß nur eine 36%ige Chance zu treffen. Und den mit dem schlechten Schüttel, da haben wir eine 46%ige Chance. Und die Chance wird natürlich immer höher, je netter dass die kommen. So, so viel einmal da dazu. Ich kann jetzt entweder eine Aktion ausführen, bis ich keine Action Points mehr habe, dann ist die Runde für ihn vorbei, oder ich kann eine Runde lang warten. Das heißt, Wait Turn auf Spacebar, und das werde ich tun und schauen, was der Gegner tut. Hat hoffentlich ja jeder gesehen. So bewegt sich der Gegner. Und genauso bewegen wir uns an mir. Die Frage ist jetzt,
man sagt schon, die bewegen sich alle nach unten, weil der Computergegner natürlich auf den Fernkämpfer will. Und so schnell wie er irgendwie kann. Jetzt sind wir aber erst einmal mir dran. Das heißt, der Heimrat ist dran, ist mir aber auch noch so ein bisschen wurscht. Da können wir auch noch warten. Wir warten erst, was der Gegner tut. Der Kampf zieht sich, feiern die Weihnachten. Wir warten nochmal. Jetzt kommt der hinten mit dem Schädel noch, jawohl, und jetzt kommt unser Zweihand-Hacki-Mann. Der Zweihand-Hacki-Mann hat eine ganz lustige Fähigkeit. Weißt du was? Wir gehen jetzt da einmal stumpf drauf. Was ist mit denen? Wir gehen jetzt da einmal stumpf drauf. Seht ihr schon, ich kann mich bewegen, ein Fädel, dann kann ich unten noch irgendeine Aktion auswählen. Sobald ich 2 Fädel gehe, zack, zack, verfallen meine Aktionen da unten und ich kann nichts mehr tun. Und ich werde einen Teufel da und mich da einfach blöd einstellen in den Haufen. Wird man ja dumm. Jetzt gehen wir einen Schritt 4 und haben wir das Hacke auf dem Kopf, oder? Zack! Und dann werden wir unsere erste Aktion machen, da bin ich jetzt gespannt. Wenn wir mit dem Hacke diese Aktion haben, Split Man, kostet uns 6 Aktionspunkte und 15 Erschöpfung, macht, wenn wir treffen, 52 bis 105 Schaden und 42 davon können Rüstung ignorieren. Warte mal, kann man nicht... Ah ja, da sagt man schön. Oberer grauer Balken, Kopfrüstung, mittlerer grauer Balken, Brustrüstung, roter Balken, Hitpoints. Wir haben noch eine Fähigkeit, das ist der Round Swing. Das heißt, ich triff alle Fädel um mich rundherum. Auch meine eigenen, was jetzt natürlich saudumm ist, weil ich meine eigenen triff. Und so, deswegen habe ich probiert, ob ich mich da in 2 einstellen kann, dass ich gleich 2 theoretisch gleichzeitig triff. Aber geht nicht. So, mir spalten wir! Mit einer Chance von 59%. Und wir haben daneben gehauen. Dieser Kampf wird nicht gut enden. So, das ist alles, was ich weiß. So, dann haben wir unseren Armbrustzeppen. Den müssen wir jetzt schleunigst wegbringen da. und es kann passieren, dass wir jetzt verrecken. Sag ich dir, was ist. So, dem können wir bis da hinten da. Können wir denn bis da auf da? Ja, können wir. Ich überleg bloß, wenn wir den jetzt. Wir müssen den irgendwie zurückziehen. Weil den einzigen Gegner, den wir jetzt an uns gebunden haben, das ist vielleicht so eine grundlegende Kampferklärung. Der Typ grenzt direkt an den Gegner. Das heißt, der eine Gegner da kann sich nächste Runde nicht bewegen, ohne dass er von mir eine Zunden kriegt. Das heißt, wenn sich der aus meinem, ich sag jetzt mal, Aktionsbereich bewegt, dann haut unser Charakter nach. Genauso umdreht, wenn ich mit meinem Hackeltypen da jetzt in der nächsten Runde einfach außer möchte oder weg möchte von dem oder woanders hin, dann prügelt man der nach. Mit einer erhöhten Trefferchance. Darum weiß ich, dass der und der sich nächste Runde nochmal bewegen können. Aber erst nach unserem Armbrustschützen. Das heißt, ich schieße jetzt mit unserem Armbrustseppen in den Typen ein, wo wir schon eine 63%ige Trefferchance haben. 58, 11, den da unten trifft man nur zu 11%. Warum? Seht ihr das kleine Symbol, das kleine Schildsymbol an dem Typen drüber? Wenn man nebeneinander steht, kriegt man Defense Pony. Das heißt, der kriegt halt einfach einen Verteidigungsbonus auf Schüsse von seinem Buddy nebenan. Und genauso die dahinter, die haben 15% Hitchance, weil es eben gedeckt werden von denen 2. Den einzigen, den wir am besten treffen, ist der Brigand Thug da mit 63%. Betet zum Würfelgott des Himmels! Ja! Und jetzt haben gleich so viele Sachen passiert. Und zwar, da herum gibt es übrigens so ein Protokoll, das kann man ausfahren, wen das interessiert, was da im Detail passiert. Tillmann uses Shot Bolt and hits Brigand Thug, Chance 63 und wir haben gerollt eine 20. Das heißt, da wird ein 100er gewürfelt und wenn du unter deinem Chancewert bist, dann triffst du, wenn du drüber bist, dann schießt du daneben. Das nächste, was dazu gekommen ist, Brigand Thug Leather Wraps is hit for 29 damage and has been destroyed. Wir haben
Er hat ein Lederwams an, das ist, glaube ich, die korrekte Übersetzung. Ja, da staunte ich weiß auch mal ein Wort. Und das ist komplett kaputt. Seine Brustrüstung ist komplett kaputt. Wir haben ihn am Körper getroffen und er hat gleichzeitig noch Leben verloren bis zur Hälfte, weil wir halt noch nicht so viel Schaden haben, dass wir den Instanten kennen. Hat 29 Schaden gekriegt und er hat eine Verletzung. Das ist das da herum. Kann man das irgendwie nachschauen, was das tut? Da brauche ich auch einen Mod dafür, weil ich das eben nicht auswendig weiß. Da steht jetzt dort, suffers, also er hat eine Verletzung gekriegt, pierced leg muscles. Pierced leg muscles, wie übersetzt man das? Er hat durchbohrte Beinmuskeln. Was heißt denn pierced? Durchbohrt. Durchbohrte Fußmuskeln. Und Verletzungen sind ganz schlecht. Verletzungen ganz schlecht. Ich weiß nicht, was die für Auswirkungen jetzt hat, leider Gottes. Autschi am Fussi, richtig. Im Prinzip haben wir ihm sauber kurz unter die Kniescheibe geschossen. Er hat auf alle Fälle jetzt weniger Nahkampfverteidigung, weniger Nahkampfangriff und so weiter. Das heißt, in der nächsten Runde trifft er uns schlechter. Und er hat einen Moralcheck gekriegt, weil man getroffen haben. Das erkennt man an dem, es ist halt so winzig, leider Gottes, du jetzt das mal wieder ausmachen da, die Lebensleisten. Der hat jetzt so eine kleine weiße Fahne da. Seht ihr das? Und wenn ihr da drüber geht, dann ist er Wavering. Wavering. Das heißt, Wavering, wie übersetzt man Wavering? Er ist nicht mehr in stabiler Moral und in Entschlossenheit, sondern er ist schon ein bisschen zittrig. Schon ein bisschen so, wankend. Sprengi! Gut, dass wir die haben. Wankend hört sich gut an. Und trifft dadurch auch wieder schlechter und lässt sich dadurch wieder besser treffen. Hat halt weniger Verteidigung, weniger Angriff. Und ihr merkt schon, auf wie viel Scheißdreck du da aufpassen musst, da kriegst du einen Vogel. So. Nächstes Mal habe ich ein Mod, wo dort steht, was das genau bringt. Wahrscheinlich -5 oder -10, -15, Milli-Defense, Milli-Offense, etc. Er strauchelt. Pyrex, das gefällt mir auch gut. So, wer ist denn überhaupt noch da? Ich habe jetzt 1,5 Stunden klar. Ich muss einmal was trinken. Ich habe 1,5 Stunden nur gelabert. Best Game ever! Ich sag dir, ich bin sofort wieder hooked as fuck, weil es wirklich es ist so gut, oder? So. Und jetzt verpissen wir uns. Wir haben jetzt unseren Schuss abgegeben. Da liegt übrigens auch eine kleine Blutlocke dort. Very nice. Und wir gehen jetzt da einmal so weit weg, wie wir können. Nachladen müssen wir nächste Runden. Das ist schlecht. Aber ich glaub, wenn wir Glück haben, da wischt uns da herum keiner. So. Und jetzt haben wir da am Start mit unserem Spearman. Da können wir werden halt so krass umzingelt. Es ist wirklich, es ist ein Wahnsinn. So. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Wir gehen jetzt da einer. Ja, können wir keine Aktion mehr ausführen. So, wir gehen jetzt 2 Schritte nach vorn, dann können wir noch zustechen. Angriff ist die beste Verteidigung. Und ich möchte den nochmal stechen. Zack. Gesehen, was passiert ist? Jetzt stehen 2 Leute von uns an dem einer dran. Dann kann es passieren, dass er einen Moralcheck machen muss. Und jetzt ist er schon jetzt ist der Zustand schon auf Breaking. Das bedeutet, er ist kurz davor, dass er flieht. Und wenn einer zum Fliehen anfängt oder stirbt, müssen alle anderen einen Moralcheck machen. Und genau das wollen wir erreichen, bevor die wieder drohen und in der nächsten Runde uns hauen. So, jetzt beten wir zum lieben Gott. Wir haben eine 82%ige Chance zu hit plus Thrust plus Surrounded. Was heißt denn Thrust? Das kann ich jetzt nicht einmal sinngemäß übersetzen, weil ich nicht weiß, was gemeint ist. Stoßen? Der hat jetzt, wir haben einen positiven Effekt auf die Trefferchance mit Stoßen. Nein, nee, Trust heißt Trauen und Vertrauen und so, das weiß ich, aber Thrust mit TH. Flo! Mach Überstunden! Schau dir extrem gern zu bei solchen Spielen wie das und so Sachen wie Rimworld etc. Flo! Überstunden lassen sich nicht befehlen. Aber merci dir. Ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kommt. Sag ich dir, wie es ist. Könnte sein, weil wir mir einen Schädel haben und in ihren Eingelaufen sind. Das könnte verursachen diesen positiven Thrust, weiß ich nicht. Und Surrounded heißt halt umzingelt, weil er von 2 Brudis umzingelt ist
und dem geht's eh schon nicht gut. So, und jetzt lasst uns beten, dass wir ihn treffen und umbringen. Nein! Ah! 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 Okay. Phase 1. Options, Borderless, Gameplay, Show, Auto-Adjust, Hate Level, Faster Player Movement. Faster AI Movement. Machen wir mal Apply. Geht so schnell. Geht euch so schnell. So. Die zwei da unten sind natürlich, oder er zumindest, oh, es ist so viel passiert. Der Knüppeltyp hat genau das da, was ich gesagt habe. Er kommt und stunt uns. Sterndal über dem Kopf. Heißt, in dieser Runde können wir mit dem nichts tun. Wir haben so kurz davor zu sterben. So, dann, der Schwertmann hat unseren Doppelhackelmann ein bisschen eingestochen. Nicht schlimm, aber ein bisschen. Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem, dass er da unten möchte unbedingt zu unserem Ranged-Typen. Und wir verpissen uns einfach. Sag ich dir, was ist. Soll ich am Nachlaufen? Interessiert mich nicht. Wir gehen da rauf. Zack, jetzt geht alles ein bisschen langsamer. So, jetzt ist die Frage, was wir tun. Machen wir das da oben mal wieder zu. Entweder wir schauen mal, dass wir den einen töten. Dann können wir das Hacki einmal da hinschwingen und einmal da. Was haben wir dann? 49% Chance zum Treffen. Einzelangriff. 44%. 59%. Weil der halt schon ziemlich im Arsch ist. Der ist kurz vor Flucht und so. Oder wir nehmen unsere zweite Attacke her und machen mal einen Roundhouse-Kick. 34% Chance, 29, 44. Sinkt natürlich dann die Trefferwahrscheinlichkeit von allen, anstatt wenn du einen greifst, alle drei triffst, aber du hast halt dann dafür, da muss man Stochastik haben, was jetzt da besser ist und was schlecht. Ich glaube, es nimmt sich nicht viel. Aber mit dem Rundumschlag treffen wir halt auch unsere eigene Person. Da der aber ein Schüttel hat, können wir ganz fest hoffen, dass wir nicht treffen. So, wie schaut's aus? Hashtag Roundhouse Kick oder Hashtag Spalten. Ab in den Chat und ich trinke dabei, weil meine Kehle wird schon wieder, was ich. Spalten, Roundhouse Kick, Roundhouse, 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 Spalten, Spalten for the win, Spalten, Spalten, Roundhouse. Ich weiß nicht, mir dünkt auch no risk, no fun. So. Roundhouse. Oh, YouTube ist für Roundhouse. Alles klar! Roundhouse! Na, Schluss jetzt! Nico! Terje, ich will dir mal was spenden. Bin schon seit Resident Evil 2 dabei. Das ist eine Zeit lang, Alter. Nico, das freut mich. Aber keine so hohen Beträge bei Leuten, die ich zum ersten Mal lese. Da gibt's die Ansage noch. Nico, merci dir. Weiterhin, ich hoffe, du hast immer noch Spaß. Küsschen aufs Nüsschen. Spalt deinen eigenen, um Dominanz auszustrahlen. Wisst ihr was, ihr scheiß Diebdeppen? Ich bin hier der Spion und mein eigener Typ meinen Kopf abdruschen. Nein, es gibt einen Roundhouse-Seppen. 3, 2, Würfel Gott! Wir haben echt gar keinen getroffen. Wir haben echt gar... Was? Oh Gott, we're gonna die! So. Nein, jetzt haben wir nur... Nein! Nein! Oh, das ist wieder enge Teil. So, wir locken noch einmal nach. Zwickel, noch auf dem Zwarer, haben wir einmal nach. Jetzt wird's eng, jetzt wird's wirklich scheiße eng. So, von da, wir haben eine erhöhte Position. Das heißt, wir haben da, Höhenvorteil. Wir haben eine 58%ige Chance. Aber wir haben auch ein bisschen Minus, weil die Entfernung 7 Felder weit weg ist. Und wir treffen die anderen 10%, 46%. Ich sag das, was es ist. Die 58er, bitte, Alter. Jetzt komm, Alter, triff bitte. Ja! Wenigstens Epsi. Das wird uns zwar einen Sack nicht retten, aber egal. Okay. Ich glaube, der hat seinen Zug hinter sich. Wir haben noch zwei Aktionspunkte. Ja, du stehst stabil. Nein! Nein! Oh. Ah. Ah.
und wir haben ihn tot. Okay. This is not how it works. Also, einen schieße ich ihm noch hin. Die fliehen den Arschloch. Oh, du Wichser! So, und jetzt können wir abhauen. So, wenn wir jetzt einen Iron Man gespielt hätten, dann war der Spielstand jetzt vorbei. Und, darum, man kann da drin nicht schnell laden in einem Kampf, darum gehe ich ganz schnell auf Quit. Yes. Wir müssen noch ein, zwei Brudis mitnehmen. Load Campaign, Autosave. Das ist übrigens der Autosave genau vor dem Kampf. Das ist der einzige, den du im Iron Man Mode hast. So, das war ein kurzer Spaß. Wir gehen mal wieder da rauf. So, und ich glaube, wir nehmen uns noch ein, zwei Brudis mit. Was sagt ihr da dazu? Jetzt müssen wir aber erst mal schauen, was es überhaupt so gibt. Wir könnten uns einfach Kanonenfutter kaufen. Ja, wir brauchen noch... Warte, da ist der Thorsten! Thorsten! Da ist auch noch der Beast Slayer, der ist aber für den Arsch, der kostet 1630 Gold, so viel. Wir haben ja schon so viel, aber das ist ein bisschen teuer. Was ist denn mit dem Radulf? Was ist denn der Radulf? Taylor. Was ist denn Taylor? Schneider. Was hat der? Angst vor Biestern. Minus 10 auf Widerstand oder da plus 5 auf Range Defense. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir einen Raban. Oh, der ist Lumberjack. Der ist der Holzarbeiter. Die haben oft nicht schlechte Nahkämpfer. Warum? Der hat 3 Sterne auf Fatigue und die Stat schon bei 150. Das ist super. Und hat Nahkampffähigkeit oder einen Stern, aber leider keine auf Defense. Was hat der so? Er ist ein Pessimist. Der hat minus 5 Entschlossenheit bei negativen Moralchecks und Good Mood fades away faster. Was hat er noch? Er ist Brute. Was heißt denn Brute? Er ist brutal. Hat plus 15% Damage on a hit to the head. Aber auch noch minus 5 auf Melee-Skill. Brute heißt Grobian. Was ist denn woher weiß das ein Scheiß? Wer weiß denn, was Brute heißt? Oder was Grobian heißt? Thorsten, du kämpfst jetzt an! Der Thorsten ist mir zu teuer. Was hat denn der so? Hate for Greenskins. Also er hasst Grünhäute. Er hasst Grünhäute, das hört sich doch schon mal gut, aber er ist einfach zu teuer noch für den Anfang. Der Dirk. Was kann der Dirk so? Was ist, der ist auch ein Lumberjack. Schauen wir mal, wo hat der die Sterne bei den Hitpoints, bei der Fatigue, das ist gut, aber halt auch bei Ranged, da können wir nicht brauchen. Ja gut, dann muss Kanonenfutter her. Der Radulf, was ist mit dir? Radulf, du kostet nicht viel. Radulf, hau dir eine. So, haben wir sonst noch irgendeinen billigen? Das ist halt der Scheiß, wir haben da keinen billigen mehr. Was ist mit dem Thorsten? Hate on Greenscreen. Oh, der ist vielleicht gar nicht schlecht da herum. Der Thorsten, der Torten-Thorsten, der ist vielleicht jemand, der später mal richtig stark werden kann. Er hat gute Werte, vor allem auf Ranged, hat er 3 Sterne und auf Initiativ, ist das Initiative oder Resolve? Weiß jetzt gar nicht auswendig. Ich glaube, das ist... Wir haben einen Bogenschützen, der kommt nie in Nahkampf. Ja? Soll der gar nicht kommen. Wenn er kommt, dann ist er sowieso tot. Wir brauchen eigentlich, ist bloß der da wichtig und ein bisschen das da herunten. Er ist nicht perfekt, aber er ist nicht schlecht. Aber er hat halt minus 5, was plus 5 auf Melee Damage. Das ist total für Katz. Oh, das ist der Heimrat! Nicht der Thorsten! Haben wir nur mehr einen Heimrat! Was ist da los? Herr Bauer, merci für den Resub! Freibelätschen, merci für den Sub! So. Ich habe wahrscheinlich schon geistig weitergeschaltet. Ich weiß schon, dass ich auf dem da bin. Aber dann nehme ich, glaube ich, lieber, wir müssen noch einen mitnehmen. Was ist mit dem Dirk? Was kann denn der? Tasty, let's have another one. Better bring extra provisions when traveling. Das heißt, da muss man extra Proviant mitnehmen, der verbraucht viel Proviant. Was hat der? Fatigue-Stern, Ranged. Ja, nimm den mit. Kanonenfutter, Alter. Kanonenfutter. Die haben alle so teuer. Wir brauchen irgendwelche scheiß Bauern. Wir brauchen irgendwelche Idioten. Dann hilft's nicht. Dann müssen wir noch schnell in eine andere Stadt reisen. Dann müssen wir schnell nach Seedorf. Das sage ich dir jetzt, wie es ist. Wir müssen da die Straße runter und ab nach Seedorf. Schauen, ob es da irgendeinen Trottel gibt. Da gehen wir jetzt schnell mit der Todesgeschwindigkeit. So, die Thieves laufen uns nicht davon. So, jetzt gehen wir da runter.
Und schaut, wir müssen noch mindestens 2 Brudis kaufen, weil uns die einfach erschlagen. Was haben wir da? Da ist Nacht! Da können wir nicht einkaufen! Verdammt! Dann gehen wir dabei nach Erlach. Oder wird's da schon wieder morgen? Dawn? Kann man in Dawn schon? Ja, kann man da schon hin. Da werden doch irgendwelche... Ja! Nach denen suche ich! Schau hin! Der Ernst! Was ist der Ernst? Flagellant! Und er hasst grün heute. Wo denn Sterne? Egal! Ernst! Du bist dabei! Und der Hasso! Was ist da? Oh, er ist ein Mönch. Monks tend to have a high resolve in what they do, but are not used to hard physical labor or warfare. Das hat... Alter, der hat 3 Sterne bitte auf Melee-Skill und hat eine relativ hohe Moral. Später kriegt man so einen Standartenbanner und der wirkt sich dann auf alle deine Boys auf. So. Nehmen wir mit! Geh bitte recht schön! So, jetzt haben wir da unsere 3 neue Boys. Mit denen müssen wir uns jetzt irgendwas ausdenken. Ein Ranged, der wir gleich einmal nach hinten. Unseren Roundhouse setten, der wir gleich einmal nach rechts. Und unser Problem ist, dass die alle keine Waffen nicht haben, die müssen wir auch noch kaufen. Verdammte Scheiße! So. Boys, habt ihr da ein paar Waffen für uns? Was nehmen wir da? Dann nehmen wir auf alle Fälle einmal... Ich spiele gern mit einer Speerfrontline. Ja, Speerschild, Spearwall, kann nichts her und währenddessen schieße ich von hinten mit den Bögen alles kaputt. Und genau diesen Plan werden wir auch verfolgen. Sag ich dir, was ist. Nehmen wir mal einen Speer mit. Der ist teuer. Aber das hilft nicht. Gibst du Speer und vielleicht eine Hacke, hä? Nehmen wir eine Hacke mit. Eine stabile Phalanx. Richtig. Absolut richtig. Stunnen ist auch nicht schlecht. Stunnen ist auch nicht schlecht. Da hast du absolut recht, Mr. Gunpowder. Gehen wir auf alle Fälle einmal irgendein Kack-Hammer-Ding da. So ein Mace, ein Streitkolben. Und ich glaube, dass wir die 2 Schüttel auch noch mitnehmen. Und einem geben wir noch einen Bogen. Bogen und Pfeil. Und dann müssen wir eigentlich alle... Wir hatten jetzt da den besten... Jetzt gehen wir mal da her. Der ist neu. Der ist neu. Der ist neu. Rüsten wir mal, der hat nicht Melee-Skill. So viel. 43 ist jetzt, glaube ich, nicht so gut gerollt. Das kann immer zufällig sein. Ja, das ist nicht immer gleich. Du musst gute finden, schlechte, kriegst oft schlechte, öfter schlechte wie gute, aber gut. Ich hab Mistgabe habe ich schon gesehen, der zeigt nicht runter. Der hat eine absolute Scheißrüstung an. Was hat ein Ranged Skill? Wir hatten den besten Ranged Skill. 39 mit Stern 32. Und hat eine sehr hohe Initiative. Das ist eigentlich ist eher Bogenschütze. Ja. Gehen wir ihm dabei mit Pfeil und Bogen. Und der in die zweite Reihe da platzieren. Übrigens, wie du die Brudis da so aufstellst, genauso starten sie dann im Kampf auch. So, dann haben wir noch C2. Melee Defense hat da gar keiner. Fatigue hat der Ernst mehr. Das heißt, wir geben einmal das Ding und einen Knüppel. Und irgendwie sollte man vielleicht noch eine Brustrüstung kaufen, weil 20 ist echt nicht der Teufel. Wie viel haben denn die? 65. 65. 55. Ich weiß es nicht. Müssen wir einkaufen, das hilft, sonst verrecken uns die alle. Sag ich dir, was ist? Dann geben wir ihm einen Speer und ein Schild. Und dann teilen wir das so auf. Außen Speere. Innen böse Waffen. Ist nicht so, dass der Speer keinen Schaden macht. Aber Rüstung brauchen wir noch 2. Da gibt's ja nichts. Verdammt! Aber so können wir es zumindest einmal nochmal probieren. Da werden wir nicht ganz so einfach überwältigt, etc. Was wir noch machen, einfach ums Herz zu sagen, wir kaufen uns nur so ein Wurfnetz. Einfach so ein Wurfnetz und das, wem der wir das eine, das der mir eher meine. Ja. Mit dem Wurfnetz kannst du andere Gegner, du kannst du draufwerfen, da können sie sich nicht mehr bewegen, was perfekt ist für Bogenschützen und für alles andere. So, wir gehen mal zurück, speichern und kämpfen wir nochmal. Wir kämpfen nochmal. So, da sind wir nun, speichern, eine in die Diebe.
To arms! Many brigand thugs! Engage! So, Freunde der Sonne, jetzt schaut die Gaudi schon anders aus. Das sagt der ich. Wir könnten uns natürlich auch zurückziehen und da den High Ground einnehmen, dann können sie uns auch nicht so viel tun. Aber ich drücke jetzt da mal auf Aussitzen und noch mehr aussitzen und schauen mal, was der Gegner tut. Ja, sie kommen schon. Sind schon unterwegs. Wir setzen mal aus, erst lassen wir einen Gegner mal. Sie sind dumm wie Brot, sie kommen einfach her. Jetzt war unser Stunner drauf geschissen, lassen wir mal kommen. Schauen wir mal, was deren. Sie gingen frontal drauf. Was wir mir jetzt machen könnten, wir könnten den Spearwall aktivieren. Dann stellt er einen Speer so vier und wenn der Gegner hin will, dann haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er ein bisschen Schaden kriegt und wieder zurückgeworfen wird. Das probieren wir jetzt einfach einmal aus. Zack. Und Leertaste. Jetzt kommen die Hintern von den Gegnern noch. So, jetzt haben wir unseren Zweihand-Hacke-Mann. Der kann sich jetzt natürlich wieder da einstellen und ein Roundhouse machen, aber das tut er nicht. Leertaste. So, unsere Bogenschützen gehen jetzt einmal einen Schritt da auf und dann schießt man 31%, 31, 31, 5% und die Hintern treffen wir sowieso nicht. Was ist da der gefährlichste? Wieder der mit seinem scheiß Knüppel, der Wichser. 31% ist wirklich nicht der Teufel, aber schauen wir mal. 3, 2, 1! Ja! Du Wichser! So, wir hätten uns jetzt eigentlich nicht bewegen dürfen, sonst dann hätten wir zweimal schießen können mit dem Pfeilbogen. Aber es geht jetzt auch keine Welt nicht unter. Wir könnten uns nur nach hinten bewegen, glaube ich, müssen wir aber nicht. So, und der Armbrustmann, der bleibt da unten. 60%, 60%, 60%, 14%. Auf wen schießt man da unten? Da, das ist der nächste mit dem Knüppel. Den der wir als erstes weg in der Hoffnung. Der hat aber auch so viel Rüstung, gell? Können wir nochmal schießen, wenn wir uns aufgingen? Ja, mit der wir den da oben weg. Der scheiß Knüppeldepp. 60. Da, daneben! Trottel, Trauriger! So, dann ist unser Spearman ganz unten dran. Da machen wir genau dasselbe mit Speer. Egal, das Feld, das Feld, das Feld, das Feld und das Feld ist abgedeckt. Wenn da ein Gegner rein will, wird er zurückgehauen. So, und unser Knüppelmann und unser Hackemann, die tun einfach gar nichts. Sag ich dir, was ist? Die stehen dann da und schauen zu. Was macht der Gegner? Das war klar. Trifft uns nicht. Sehr gut. Da kann er her. Ist eh klar, da kommt der Speer nicht hin. Es geht immer nur ein Fädel weit. Wir haben jetzt den Armbrustsepp. Wir laden einmal nach, kostet Actionpunkte. Drücken wir auf den Einser und hoffen wir, dass wir ihm, ja, bei dem darf man 63% treffen. Schauen wir, ob wir ihn umbringen können. Da! Kruzifix! Ja, hilft nicht. It is what it is! Und schon hat's funktioniert. Haha! Schon hat's funktioniert! Er da hinten wollte einer chargen und ist dann aufgespießt worden, hat ein bisschen einen Schaden gekriegt, nicht viel. Seine Brustrüstung ist halber die, was geht ab? Und ja, jetzt ist er dran. Wir haben einen Knüppel. Wir probieren natürlich den Briganten zu stunnen. Jawohl! Und schon haben wir stabil, schaut euch das so. Der ist auf alle Fälle gestunt. Wir haben noch 5 Action Points. Jetzt schauen wir mal, ob einer von den anderen da noch herkommt, weil dann stunnen wir den auch gleich noch. Nichts passiert. Unser Bogenschütze ist dran. 31%, 35%. Ich glaube, da 3 hinten da oben. Ein Schuss auf den da oben. Ja! Jetzt kommen wir. Wir haben kurz davor, dass wir ihn umbringen. Du Drecker der Huhn. Daneben geschossen. Daneben geschossen. Der zweite, der eine chargen wollte, wird zurückgestoßen. So, jetzt ist unser Zweihand-Axtmann dran. Die Frage ist, warten wir noch, bis er da oben dran ist? Der kommt nämlich noch dran, dass er hergeht. Schafft er wahrscheinlich aber nicht. Das heißt, mir hacket mir ihm dann den Kopf ab. Der darf halt eigentlich auch. Er ist surrounded. 64% Chance. Jetzt hacket er mal einen am Kopf ab, damit mal was passiert. Da ist er geflogen. Ich kann ihn genau sehen. Da liegt sein Kopf. Habt's nie auch gesehen. Ist überhaupt nicht irgendjemand da? Ich komm mir vor, jetzt darf ich einfach da reinlabern. Ist überhaupt nicht irgendjemand. Da läuft der Stream eigentlich noch. Keine Ahnung. Absoluter Headshot. So. Easy peasy, Alter.
Aktionspunkte haben wir noch, wir könnten uns noch bewegen, das dürfen wir aber nicht, wir lassen die immer kommen, die sollen so lange in unsere Sperre einlaufen, bis sie kotzen. Bis sie kotzen. So, jetzt ist mein Spearman wieder dran und der Spearwall wird aufkommen. Wir sehen mal, wir haben da unten 15 Fatigue aufgebaut. Das heißt, 30 Fatigue aufgebaut mit dem Spearwall, in einer neuen Runde baust du 15 Fatigue wieder ab. Und wenn ich es jetzt wieder reinhau, haben wir schon bei 45. Und das dauert nicht mehr lang, dann ist da unten voll und dann können wir die Spearwall nicht mehr machen. Spätestens dann kämen die Leute an uns ohne. Spätestens dann möchte ich aber da hinten eine Bogenschützenreihe haben, die mindestens die Hälfte von einer schon umgeschossen hat. Funktioniert am Anfang natürlich nicht. Aber never touch a running system. Hier Spearwall. Leertaste. Und der obere Speerträger, Spearwall, Leertaste. Es funktioniert wie am Schnee! Ja, jetzt ist er da. Und jetzt haben wir ihn da. Verdammte Scheiße. Ja, ist schon soweit. Ich hoffe, gesehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der ist zweimal reingelaufen, der Volltrottel, und beim dritten Mal hat er es aber geschafft. Ja, da wird eine Wahrscheinlichkeit errechnet, Melee-Skill, Defense-Skill, blablabla. Und sobald der erste Draw steht, bin ich mir nicht sicher, ob dann sein zweiter Spezi einfach her kann und die Spearwall nicht mehr gilt. Bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Aber gut! Seine Spätzchen haben da und der Knüppelmann hat versucht, uns zu stunnen, hat er nicht geschafft. Was wir mir da sagen? Soll man der Schlong? 62% Chance, 52. Der Schlongmann. Du Wichser! So, wir haben den umgebracht, der andere ist da einer. Da ist kein Spearwall nicht, das Fädel ist nicht abgedeckt. Aber gut. Was wir jetzt machen könnten. Zustechen. Oder wir haben einen Knockback, das heißt zurückstoßen. Oder auch Wahrscheinlichkeit, können wir mal ausprobieren. 74% wahrscheinlich. Dann stoßen wir mir den Gegner ein Fädel zurück. Das bringt uns aber nichts, weil der zweite sowieso auch dort steht. Darum, Angriff ist die beste Verteidigung. Er da ist schon Wavering. Das heißt, er ist schon ein bisschen zittrig, den trifft man leichter. Was ist mit ihm? 64. Der ist surrounded, aber er hat den Schädel. 64. Er ist schon ein bisschen angefuckt, der hat unter ihm keine Rüstung mehr. Schauen wir, dass wir ihn umbringen können, so schnell wie es geht, damit alle anderen Gegner einen Moralcheck machen müssen. Und mit Glück haben sie dann schlechtere Stats, treffen schlechter und es beeinflusst den ganzen weiteren Verlauf. Wir haben ihn getroffen, absolut perfekt. Sein Fandal ist größer geworden, das heißt, er ist Breaking. Wenn den nochmal einer trifft oder jemand umzingelt oder jemand ohne geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er davor läuft. Was tut unser Spearman da oben? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Sollen wir alle surrounden? Ich weiß es auch nicht. Dann ist der aber frei und der frei und ich kann genau darauf warten, dass die da hinten rumlaufen und uns in den Ranger angreifen. Das ist nix. Spearwall bleibt aktiv. Los geht's. Neue Runde. Turn 3. Bogenschützen sind immer die ersten, die droh sind, aufgrund von einer hohen Initiative. Ist auch wichtig, weil ich möchte zuerst schießen, bevor mir die anderen herlaufen und einfach erschlagen. Was bin ich dann für ein Bogenschütze? So? Das ist wie bei Ritter der Kokosnuss, wenn die zwei Typen am Eingang stehen und so. Szenenwechsel und lauft da an, der Ritter hinter so. Nein, ist noch 100 Kilometer weg so. Schauen Sie wieder. 2 Sekunden später ist er da und sticht alle ab. Bester Film ever. So, wir schauen mal, wie die Chancen so sind. 35. Ich sag das, was ist hier eine Chancen, werden wir nicht kriegen. 5% da hinten. Was ist mit dem? Der hat einen Schildwall aktiviert, glaube ich. So, 35. Jawohl! Ein Treffer, einer daneben. Das ist okay, das lasse ich sein. Armbrustmann, einmal nachladen. Und 63% Chance, was haben wir da? 58. Und mit dem da unten, ja, den können wir leider nicht killen. Aber mit 63 bin ich auch zufrieden. Jawohl! Er ist fast tot. Ich weiß nicht, ist es besser, wenn das da O ist? Irgendwie nicht, oder? Wir kommen das... auf Alt. Muss man mal merken, auf Alt kann man das umschalten. Er hat eine Verletzung gekriegt. Was hat er? Pierced Side. Er hat eine durchbohrte Seite. Und ist auch Wavering, trifft nicht mehr so gut und. Das war wichtig, dass wir den getroffen haben. Sag ich dir, was es ist. Damit ist die Runde des Armbrustmanns ist beendet.
Und der Axtmann ist jetzt dran. Der wilde Axtmann hat natürlich jetzt eine bessere Hitchance, diesen Idioten zum Treffen, weil der schon am Umeinanderziehen ist. Achtung, Kopf ab in 3, 2, 1. Nein! Er hat nicht getroffen. Wir wollten so gern spalten! Naja, hat nicht hingehört. Wir hätten noch 3 Action Points, das heißt, man kann noch gehen, aber sobald ich mich, da gilt auch, selbst wenn der so im Arsch ist, wenn ich mich bewege, haut er mich einmal. Wenn er mich nicht trifft, komme ich weg. Wenn er mich trifft, kriege ich Schaden, hat es nichts gebracht. So, Gegner ist dran. Er hat uns einfach unterschlagen! Du Wichser! Oh oh. Oh Gott. Gott sei Dank, dass der uns nicht getroffen hat. So. Jetzt wird's doch noch mehr eng. So, wir müssen den da unten abstehen. 63%, 53%. Der muss sterben. Goddammit! Und da gehen wir jetzt nah einer, weil sonst springt der da einer und köpft ihn da. Einer geht und den Typen abstehen. 82%. Ja, wir haben ja keinen Schaden. Oh Gott! Nächste Runde wird fatal. Oh Gott, der hat es nicht überlebt. Ich weiß nicht, wie er es überlebt hat, aber er hat es überlebt. So, jetzt gehen wir da her, loten wir die Armbrust nach. Beten wir zum heiligen Himmel, 58% rein. Nein, jetzt bring den Typen um! Ja! Das ist ein guter Vorteil. Guter Vorteil, jetzt sind nämlich alle Weavering. Außer er da. Der kommt jetzt dann und der schluckt sowieso alle. Aber ist ja wurscht. So, gut. Armbrustmann, du hast deine Arbeit getan. Dann kommt der Pfeilbogenmann. Pfeilbogenmann! 23%. Wie sollst denn du da jemals irgendjemanden treffen? Das ist ein Wahnsinn. Oh Gott! Oh Gott! Axtmann! Axtmann, du musst es richten! Axtmann, ich glaube, dass der Roundhouse-Kick ist notwendig. Roundhouse-Kick! Roundhouse! Ich glaube, wir sterben sowieso alle, aber so wurscht. Ja! Alter, der hat fett gesessen! Oder mir einfach geschubst. Merkst du jetzt nicht? Alter, hast du kein Battle Luck? Jetzt habe ich Vollgas das Battle Luck gehabt. Wir haben da drin jetzt einen Roundhouse-Kick gemacht. Wir haben ihm die Fresse blutig geschlagen. Wir haben ihm da oben die Fresse blutig geschlagen. Ihn haben wir nicht getroffen, haben aber auch unseren eigenen nicht getroffen. Er ist breaking, er ist breaking, er ist breaking. Alle sind breaking. Jetzt gibt's Vollgas auf die Fresse, Kinder. So. 56%ige Chance. Wir hauen einfach drauf und betten wir, dass irgendjemand stirbt. Ja! Und die anderen zwei sind am Fliehen. Wir haben es so gut wie geschafft. Einer steht noch von ihnen. Der kann uns alle noch umbringen. Die zwei da unten haben jetzt am Fliehen. Das heißt, wenn die versuchen automatisch wegzulaufen. Dann kriegst du vom Speermann eine aufs Maul. Was wir jetzt tun, wir surrounden diesen Typen da und schießt man einfach tot. Das heißt, wir gehen da her. Zack. Und unser Speermann da unten, der sticht nur einmal nachher, einfach weil er es kann. 49%, 56%. Einfach nach. Jawohl. Da schaut er das an. Ruhe ist. Und dann drücken wir auf OK. Und jetzt halt können wir nachladen. Jetzt können wir es einfach in Ruhe da schießen. Aber wir sollten eigentlich auf den schießen. Bei der 8% ist halt einfach gar nichts. Armed with. Er hat ein Schultel. Er hat einen Schildwall aktiv. Er ist 3 Fädel weg. Also jetzt Fädel gibt halt ein bisschen weniger Treffscheiß, ist eh klar. Und Line of Fire ist blockt. Das heißt, die Sichtlinie ist halt blockiert, weil da noch ein Brudi davor steht, der gerade am Fliehen ist. Egal, dem schießt mir jetzt einen Armbrustbolzen in den Arsch. Und trifft man natürlich nicht. Und mit dem Pfeilbogen 5% Chance zu hit. Das ist ein Wahnsinn. 24. Neu geschossen mit der Schießbeicheinwolle. Jawohl! So mag ich das. So, das ist unser Speermann ist dran. Haben wir 50% Chance, dem zu treffen. 1 nicht getroffen, 2 nicht getroffen. Aber gut. Was wir jetzt mal erkannten ist, den gleich mal surrounden, einen Schritt weitergehen. Damit bleibt er da herunten weiterhin in Kampfreichweite. Wenn er weglaufen möchte, sticht man mit höchster Wahrscheinlichkeit ab. Und wir stechen da einmal rein. Und haben wir einmal getroffen, das war wichtig. Beenden den Zug. Dann gehen wir da rein. Und das wollte ich erreichen. Gesehen? Ich bin mir jetzt, hat mir einfach da einer bewegt. Jetzt ist es surrounded von 3 Leuten. Und dann macht er einen Moralcheck und ist jetzt von
Wavering auf Breaking. Das heißt, mir trifft man wieder einfach, er ist nicht mehr so stark und so weiter. Und wenn ich ihm jetzt das Hacke mitzünd und triff, ist er am Fliehen. Es ist da unten der Vogel! Meine sehr verehrten Damen und Herren, die erste Schlacht ist geschlagen. Ja, jetzt, wenn ich so auf die Uhr schaue im Augenwinkel, dann kriege ich fast einen Schlaganfall. Es ist 10 vor 10. Ich möchte mich du am Arsch lecken, bitte. Run them down. Jetzt kannst du entweder sagen, es ist vorbei, dann laufen alle weg, oder wir laufen mit denen nur nach und bringen mir einen Rest um, der noch da ist. Natürlich bringen wir mir einen Rest um, der noch da ist. Ich verstehe diese Frage nicht. Da schießt man mindestens nur mit der Armbrust neu. Den trifft er dann. Ja? Den Typen im Vollsprint. So. Und dann ist es folgendermaßen so ausgegangen. Victory. The enemy was destroyed in 6 rounds. Statistiken. Heimat, Level Up. Hat 2 Kills. Hat so viel Damage gemacht, hat so viel Erfahrung gekriegt und hat so viel Schaden gekriegt. Also eingesteckt. Der Dirk, Level Up. Tillmann, Level Up. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Dann der Radulf, dem ist nichts passiert. Der Hasso hat eine Verletzung kassiert, nämlich ein Cut Arm Sinew. Was ist ein Sinew? Das ist eine Armsehne, kann das sein? Ist das eine Sehne auseinandergeschnitten? Und die dauert 4 bis 6 Tage. Das ist ewig in dem Spiel. Und hat dadurch minus 40% Schaden, macht er dadurch. Das ist ja furchtbar. Oder? Oh Gott! Am Ernst haben sie ein Ohrwäschel abgeschnitten. Hat minus 10 Initiative. Und eine geschnittene Arterie, eine durchgeschnittene Arterie. Das ist nicht gut. Aber das war ja bloß Kanonenfutter. Wenn die sterben, ist wurscht. Diese Dinge kannst du heilen. Das ist jetzt nicht so, als war er jetzt so gut wie tot, aber für den nächsten Kampfeinsatz ist er total useless. Wir haben ja vorher schon eine Großstadt gehabt mit einem Tempel. Da kannst du reingehen und gegen Gold kann diese Verwundung sofort beseitigt werden. Es gibt aber auch Verwundungen, wie zum Beispiel the Missing Ear. Luckily, a missing ear isn't that much of a hindrance for this character, but it does look gross. Es schaut richtig asozial aus, wenn der Ohrschlag abgeschnitten ist. Richtig. Du hast minus 10 Initiative. Das ist natürlich, ist immer schlecht. Aber ganz wichtig ist dieses permanent, das da unten steht. Ich meine, du kannst ein Ohrwaschel nicht einfach wieder ohne wachsen lassen. Das geht halt einfach nicht. Zumindest damals nicht. Das heißt, der Ernst ist also gut wie tot. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste, was dich so hart anfixt in diesem Spiel. Unter ein paar anderen Dingen noch. Der Loot. Du möchtest natürlich die Leute, die du umbringst, da drin, lassen zufällig Energie fallen. Eine Waffen, eine Rüstungen und so weiter. In den meisten Fällen machst du eine Rüstung kaputt. Deswegen droppen gefühlt immer mehr Helme als wie soll ich sagen, Brustrüstungen. Aber egal, da ist jetzt da leider gar keine dabei. Aber ein ganzer Haufen Waffen. Zum Beispiel so ein Speer, den wir vorher für 220 gekauft haben müssen. Ein Tier 2 Dolch. Es gibt verschiedene Stufen von Waffen. Das ist zum Beispiel, das ist eine Keule. Ja? Eine Holzkeule. Da gibt es dann eine, wo vorne ein Eisen dran ist. Das ist dann schon ein bisschen stärker, die macht ein bisschen mehr Schaden, ist aber der gleiche Waffentyp. Und so weiter. Tja, den nehmen wir natürlich mit, Freunde der Sonne. Zack, das Böhnchen. Dann drücken wir da auf Leave. Und the battle over. You retrieve the demonic statuette from the wasted clutches of your enemies and prepare to return to Gerlach of Weilersheim. He will surely be happy to see your success. Wir haben diese Dämonenstatue da, haben wir jetzt dabei. Quest ist abgeschlossen. Und jetzt holen wir uns unsere 350 Gulden. Gehen wir mal da rauf. Mal auf X drücken, dann verfolgt es das Beutel die ganze Zeit. Säckmaschine. Nur die Ruhe, Kinder. Ja, wenn wir zurückkommen, blablabla, wir bekommen 350 Kronen. Crowns well deserved. So, jetzt schauen wir mal, was wir mit denen anstellen können. Schauen wir mal unsere Battle-Brudi so. Jetzt kommt neben dem Looten der zweitwichtigste Aspekt noch, den wir uns heute auf alle Fälle noch anschauen.
Also, unsere 3 Hauptbrudis sind die da. Die wir mal da auf die Seiten. Die haben alle aufgelevelt. Unser Kanonenfutter, ich weiß nicht, ob wir das Kanonenfutter noch behalten. Ich glaube dabei schon. Weil andere haben wir einfach nicht. Schade, dass jetzt da keine Rüstung droppt ist, weil wir haben ja echt beschissen mit der Rüstung. Aber wir haben ein besseres Schädel, ein besseres Schild, einen Hammer. Haben wir sonst noch irgendwas besser? Ist die Frage. Da ist die Frage, was wir da wollen. Wir haben ja eigentlich bessere Waffen beieinander. Wie gesagt, das waren die schlechtesten Gegner im ganzen Spiel, die es gibt. Dass jetzt da kein Todesloot außerfällt, das ist auch klar. Gut, wir können nicht recht viel machen, sag ich dir, was ist. Aber jetzt kommt das. Es fixt so hart an. Jetzt pass auf. Wir haben natürlich ein Level-Up. Jeder von deinen Brudis kriegt Erfahrung und levelt ab einem bestimmten Ding ab, wie man das aus anderen Spielen auch kennt. Und dann gibt es 2 Dinge zu leveln. Einmal seine Stats da unten und einmal Perks. Also passive und aktive Zusatzfähigkeiten. Jetzt gehen wir mal auf. Ich glaube, das etwas komplexere ist es mit den Stats. Ich hoffe, ich erkläre das richtig. Genau. Gehst auf Level Up und dann hast du 8 mögliche Stats, die du upgraden kannst. Und es wird bei jedem Level Up wird das gewürfelt, ob das +1 oder bis maximal +5 sein kann, was das aufwerten kannst. Und du kannst maximal 3 Zeilen upgraden. Also zum Beispiel +4 auf die Hitpoints, +4 auf die Fatigue und +2 auf Range Defense. Die hat er dann und dann ist die Level-Up-Phase ist da dann vorbei. Der Ludwig schreibt, auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du? Hab mir nur einmal auf normal probiert. Ich spiele jetzt da auf einfach. Ich hab's euch ganz am Anfang vom Stream gesagt, trust me, spielt's erstmal auf einfach. Das Spiel ist bitterböse hart. So. Jetzt kommen wir zu den Sternen, die ich vorher gerade mal erwähnt habe. Das ist auch völlig random. Es geht bis zu maximal 3 Sterne oder halt kein Stern, 1 Stern, 2 Sterne. Je mehr Sterne da dran sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Rolls pro Level-Up höher sind als 2 oder 3. Oder halt dann 4. In dem Fall ist jetzt 4. Warten da 3 Sterne dran, kann es 5 sein. So glaube ich, ist das System. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Melee Defense, kann nie höher sein wie +3, glaube ich. Ja. Gibt der Sterndl nicht einfach +1 zum Roll? Das ist eine gute Frage. Bis das auch Sinn macht, ja. Also es kann immer rollen zwischen... Also das Höchste, was ich jemals gesehen habe, war +5, glaube ich. Zumindest solange ich spiele. Weiß ich nicht, ob es da was geändert haben. Und wenn da 3 Sterne dran haben, dann muss ein Standard-Roll eigentlich zwischen 1, aber da ist jetzt kein Stern dran und da steht 3. Das heißt, der Standard-Roll ist 1 bis 3 und wenn dann 3 Sterne dran sind, muss theoretisch +6 möglich sein. Das habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht genau, wie das System funktioniert, aber ich glaube, dass wir ganz gut fahren, wenn wir sagen, die Wahrscheinlichkeit auf hohe Rolls ist mit Sternen, je mehr Sterne dran ist einfach her. So. Jetzt haben wir da einen Heimrat. Der wird definitiv Spearman. Das heißt, wir brauchen Fatigue ohne Ende. Haben wir einen 4er-Roll, der ist super, nicht perfekt, aber der ist gut. Hau rein, Alter. Hitpoints 50 sind echt wenig für einen Tank. Glaube ich zumindest, sobald es mir zumindest es gibt Leute, die erklären das so deep, dass du einen Schlaganfall kriegst. Wir brauchen aber Melee Defense und da hat er schon 10. Und das beim ersten, das ist ein guter Roll, glaube ich. Melee Defense ist fucking everything. Je höher der Melee Defense ist, desto weniger werden wir getroffen. Und dann ist die Frage, muss er viel treffen? Eigentlich schon mit der Spearwall. Ich weiß nicht, ob die davon abhängig ist, wie hoch der Melee-Skill ist. Ich glaube schon. Aber wir haben auch einen niedrigen Resolve-Wert. Der muss auch höher werden, damit er nicht so schnell flieht. Entweder Melee-Skill oder Resolve. Und ich glaube schwer, dass die Speerwand, Spearwall, halt
vom Melee-Defense abhängig ist, dass wenn sich da jemand bewegt, dass man treffen und der wieder abhaut. Und das darf nicht passieren, dass da jemand herkommt. Da kommt ein guter Perk, der dann die Def richtig hochbringt. Das weiß ich leider, ich weiß teilweise, aber nicht alles. Kommt je her der Rüstung ist, irgendwie so. Ich glaube, 1 bis 3 Standard, 2 bis 3, 4 Stern, 5 bis 6 3 Stern. Also es gibt tatsächlich 6er Rolls. So einen habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Auf Initiative geh. Du meinst der Nimble Tank, oder? Kann das sein? Heißen die Nimble Tanks? Die mag ich eigentlich gar nicht. Ich verlasse mich lieber auf fett, schwere Rüstung. Weiß ich nicht. Nur dazu schmeckt mir auch nicht gut, dass ich da jetzt einen 3er-Roll aushauen muss, wenn ich da herum einen Hitpoint 4er-Roll habe. Ich glaube. Scheiß drauf, Melee-Skill! Ist schon vorbei. Und dann haben wir den fertig. Beim nächsten Level dürfen wir das nochmal machen. Da haben aber diese Werte, sind dann andere. Ja, also die haben nicht zufällig gerollt. Und ein bisschen besser gerollt, wenn ein Stern drin ist oder halt 3 Sterne drin sind oder 2 Sterne drin sind. Das ist aber nicht alles. Wir haben noch Perks. Das sind jetzt diese Zusatzfähigkeiten. Ich lese jetzt da einfach mal 1, 2, 3 Stück vor, damit man eine grobe Ahnung kriegt, was das so bedeutet eigentlich. Nehmen wir zum Beispiel, das ist ja einfach, Colossus, ja, kolossal. Hitpoints are increased by 25%. Das heißt, deine Lebenspunkte werden erhöht um 25%. Das, wenn wir jetzt skillen daten, dann daten wir 10, 20, 10, 12, 12,5 Lebenspunkte einfach da oben drauf kriegen. Der Perk heißt Dodge, der nimmt 15% von Initiative auf Melee und Range Defense. Dodge, Dodge, Dodge. Oh, da können wir mal, das ist glaube ich der da, jawohl. Achtung, ich lese vor. Dodge, too fast for you. Gain 15% of the character's current initiative as a bonus to Melee and Range Defense. Tatsächlich. Es gibt ja für Tanks bestimmte Builds, ja, was du da jetzt skillst. Du hast maximal bis Level 11, glaube ich, also 10 Level lang, kannst du da rollen mit dem Level Up zwischen 1 und 6 und einen Perk auswählen. Ab Level 11 kriegst du da herum bei den Rolls immer nur plus 1. 3 Mal kannst du dann plus 1 irgendwo machen, also nicht mehr viel, aber halt ein bisschen was. Und kannst aber keinen Perk mehr auswählen. Und diese Perks sind einmal fest. Die kannst du nicht ändern mitten unterm Spiel. Außer du suchst einen neuen Pro und levelst den wieder mit. So weit das. So, für den Stream glaube ich, schaut's nicht, wenn wir Student nehmen. Das ist ein Perk, wo man einfach nochmal 20% mehr Erfahrung kriegt. Das heißt, fast nach jedem, dass wir halt so schnell wie möglich leveln, damit so schnell wie möglich ein bisschen was geht. Ich bin mir nicht sicher, ob man das normal auch tut. Viel derns, ich lese und sage das oft, viel derns aber nicht, weil das natürlich später, wenn du ausgelevelt bist mit Level 10, 11, dann hast du einen Perkplatz verkackt mit Zusatzerfahrung, wo dir die Zusatzerfahrung aber eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist und nicht mehr so viel bringt. Darum kriegt von uns am Anfang erstmal jeder Student. Okay? So, wir könnten uns so einen Lone Wolf zusammenbauen in unseren Brothers-Gruppen. Den wir ganz rechts außen hinstellen mit so einem Zweihandhacke und die anderen Gruppen, die positionieren wir da auf der anderen Seite und der eine wird jetzt stärker, wenn er allein ist. Also wenn im Umkreis von 3 Felder keiner ist und so. Kann man auch zusammenbauen. Student gibt dir einen Bonus-Perk beim 11. Level. Was? Echt? Playing the man under the origin, you get perk point refunded at the 7th character level. Okay, ich halte meine Schnauze. Das, klassischer Fall von, man sollte vielleicht mal zu Ende lesen. Den Student-Perk, deswegen nehmen sie ihn alle. Der Studenten-Perk da oben, der gibt dir einen zusätzlichen Perkpunkt. Das heißt, Student ist eigentlich nie verkehrt. Also eigentlich nie. Ja, ich hätte mal zu Ende lesen sollen. Hab ich nicht gewusst oder hab ich vielleicht mal gelesen, aber hab's nicht vor Augen gehabt. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich kurz einmal schnell ein paar Donations lesen, glaube ich. Freibill-Legend, merci für die Mitgliedschaft. Herr Bauer, merci für den Resub. Ist leider schon eine halbe Stunde her, aber ihr seht, ich hab viel gelabert. Flo, haut dritt!
Sektion Oberland anwesend, tut mir leid für die Verspätung, Chef, scheiß Überstunden, Kruzifix. Alles Entschuldigung, ein Witz. Was passiert, wenn ein Herzkranker ein Cola und ein Bier gleichzeitig sauft? Er Cola biert. Alle, heute, ihr und eine Flachwitze, Leute. Flo, merci für deinen Zwickel. Und Extras, merci für den Drilling. Küsschen aufs Nüsschen. So! Das sind unsere 2 Bros, bei denen wir uns aber nächstes Mal entscheiden, wie wir die leveln. Was mich jetzt unfassbar interessiert, ihr habt's nur, ich werde bei den nächsten Malen mit Sicherheit immer noch viel labern, aber nicht jeden Klarscheiß so detailliert, oder zumindest, das ist ja noch nicht mal detailliert erklärt. Das hat noch so viele Ecken und Punkte und Sachen, die was ist wenn, da und das und blub und was weiß ich. Was halten Sie von diesem Spiel? Lasst es mich bitte, am besten jetzt im Chat ist das immer schwierig, lasst es mich bitte wissen im VOD auf YouTube in die Kommentare oder einfach per Like und Dislike. Der Kramer hat offensichtlich schon mal ein bisschen gespielt, 0,5% vom Spiel gesehen. Absolut korrekt. Es ist... Du versenkst in so einer Kampagne so schnell 50, 100, 150 Stunden, dass du einen Schlaganfall kriegst. Und ist natürlich mir jetzt klar, dass du innerhalb von 2 Stunden oder einer Dreiviertelstunde oder 2 Stunden, was wir jetzt spielen, nicht sechst, was fixt die da, ich kapier's nicht, was soll der Scheiß? Also einmal sollte man es schon noch spielen. Wo wir vielleicht einmal 2, 3, 4, 5 Aufträge machen, um zum sehen, wir merklich stärker unsere Battle Brothers werden, wenn die mal 2, 3, 4 Perks haben, ein bisschen bessere Stats haben, dass die nicht jeden 2. Schlag daneben sehen, sondern vielleicht einmal bloß jeden 3. und was das ausmacht und so. Naja. Das war jetzt nur das Tutorial für den Chat. Ja, schon irgendwie. Irgendwie schon. Und nochmal ganz furchtbar wichtig, überlegt es euch, das ist ein sehr spezielles Spiel. Verstehe ich voll. Darum habe ich es auch 4 Jahre lang geschoben, dass wir das in einem Streamer mal tun. Aber es hat mich selber so hart angesuchtet, dass ich einen Schlaganfall kriege. Ich mag halt solche Spiele einfach. Da kannst du... Und das ist ein klassischer Fall von, es ist Freitagabend. Du denkst um 10 Uhr auf die Nacht so, hey, über Battle Brothers haben wir geredet, ja, schaust du mal an. Oh, lecker, da gibt's voll die krassen DLCs, Alter. Normal bin ich ja kein Fan von DLCs, aber bei so Indie-Entwicklern ist das ganz was anderes. Weil ich drauf geschissen, kaufst du alle und dann, Alter, der Nordmann-Ding und die Südländer-Ding und der Lindwurm und der ganze Scheiß. Es ist so geil. Es ist so geil. Es gibt Mods dafür. Leider kein Workshop in Steam, aber egal. Wenn wir da mal ein wenig alleine kommen, ich muss halt ein bisschen schneller machen. Ja? Ein bisschen weniger erklären. Ich habe heute mal so die grundlegendsten Grundlagen erklärt. Ich hoffe, das mache ich nächstes Mal ein bisschen schneller. Habt ihr jetzt gesehen, beim 2. Kampf habe ich dann auch schon ein bisschen schneller da. Und ich hoffe, ihr könnt folgen, was passiert. Das ist das Allerwichtigste. Nur so macht, glaube ich, auch das Zuschauen Spaß. Glaube ich. So geht es zumindest mir, wenn jemand das erklärt und so weiter und bla und die Blubbeli. So! Jetzt redet er schon wieder, schreibt der Ludwig. Bin schon startet. Kannst du mal mit deinem Beutel eine Runde spielen und herzeigen? Ich glaube, ich spoilere euch da so viel vor, dass das, glaube ich, nicht geil ist. Ich mag euch nicht vorspoilern, ganz besonders den Leuten nicht, die jetzt nicht gängen und sich das Spiel woanders anschauen, was passieren wird bei den Leuten, die sich das Spiel jetzt kaufen, weil sie sofort wissen, finde ich geil, oder? Haben genau meine Spiele. Auch wenn es sehr speziell ist, bin ich mir sicher, dass jemand dabei ist bei euch. Im Angebot darf ich mir das überlegen. Du, auf MMO, ich weiß, dass das Spiel kostet Single im Steam ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel sogar, um ehrlich zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, so Indie-Game, es tut mir fast ein bisschen leid für den Indie-Entwickler, aber geh auf MMO, ja, da kostet es 14 €. Als Grundspiel. Und mehr brauchst du am Anfang nicht, vertrau mir. Und wie es am Anfang vom Spiel schon unten rechts in der Ecke heißt, mehrmals anfangen gehört zum Spiel dazu. Es ist ein Stückel Roguelike. Das schreit noch am Samstag-Stream. Die kündige ich nicht mehr an, Leute, weil, weißt du sie. MMOGA hat's nicht, hab's doch ja gekauft vor nicht einmal einer Woche. Auseinanderschreiben, gell? Nicht Battle Brothers zusammen, sondern auseinander. Ich schicke euch einen Link. MMO, muss ich schauen. Wenn sie es nicht mehr haben, dann haben sie es innerhalb der letzten 3 Tage. Also Battle
Brothers. Jojo, haben schon noch. Aber es kostet. Die haben es tatsächlich nicht mehr. Ungelogen, ich hab das am Donnerstag oder am Freitag letzte Woche habe ich es mir auf Steam gekauft. Ich habe das für GOG vor 7 Jahren gekauft, das finde ich nicht mehr, keine Ahnung, wo das hieß. Oder was das für ein Account war, keine Ahnung. Es ist auf MAU mit 28 €, okay. Da verstehe ich für das Spiel, dass man vielleicht nicht, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob es einen so anfixt, wie es mich anfixt, dann ich mir 28 € auch überlegen. So, jetzt pass auf. Battle Brothers Key. Shopping. 22 € auf CJS Keys, 13,75 € auf King Green. Ah, das ist bloß der DLC. Es ist mir ist wichtig, natürlich, wenn ihr euch über MMOGA kauft und einen Gutscheincode Birger eingibt, natürlich habe ich da was davon, da kriege ich, ihr kriegt 3% Option, glaube ich, wenn du ihn zum ersten Mal hernimmst und ich kriege einen kleinen Obolus davon, sage ich natürlich merci, das ist mir schon klar. Aber ich schaue gerade auf anderen Key-Seiten, ob es da irgendwo gibt. Aber es ist überall der DLC, Supporter Edition. Es gibt's jetzt auch, und ich kann euch wahrscheinlich genau sagen, warum, weil ein Henno seine, sag ich doch, erzähl doch keinen Senf, du Kasperlkopf, du Fotzengrober, wenn ich es vor 5 Tagen noch selber da dort gekauft habe, für 14,50 €. Schau schön! Was soll das wieder? Der Bier, wir haben tatsächlich 8 €. 1 € pro Stunde Spielzeit lohnt, wenn es taugt, hängst du da mit 100 Stunden locker drin. Da klangen 100 Stunden nicht. Das garantiere ich dir, das ist so ein Spiel, das wo du immer wieder spielen kannst. Scheiße! Das ist, weil es der Henno gespielt hat! Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe gerade schon angefangen mit dem Satz. Erstmal merci dir, ich weiß nicht, wo der. Wer einen 10er da einer schmeißen kann, der kann sich auch für 28 € Battle Brothers kaufen. Da hat er sogar noch was davon. Joshi. Das gibt. Behaltet es einmal im Auge auf MMOGA. Das kommt 100%. Das hat es immer gegeben. Ich bin mir 100%ig sicher, nee, 100%ig nicht, aber das kann durchaus was damit zum Tor haben, dass der Henno das Spiel jetzt spielt und auf einmal kaufen die Leute das. Und dann hat das MMOGA auch bloß eine bestimmte Anzahl an Keys und die haben jetzt weg. Heilige Scheiße. Und ja, ich kann es verstehen, auf Steam 28 € für die Art von Spiel, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ja. Lasst euch nicht so viel von mir influenzen. Jetzt habe ich den Stream weggedrückt. Was soll das wieder? Ja. Quit. So. Lasst es mich wissen mit Likes und Dislikes, ob wir es nochmal spielen sollen. Und vor allem in die Kommentare. Was hat mich da speziell bei Serienspielen? Da hat mich mal interessieren, was hat da gefallen, was hat da vielleicht nicht gefallen? Ist zu langweilig, zu viel erklärt, Zwang erklärt, ist, ich weiß, da wird auch wieder der eine so sagen, der andere so sagen, weißt du selber, was es ist. Joshi, Schluss jetzt! Hast schon und. Oh, du hast das schon unter DLCs. Okay, Joshi, ich hoffe. Ja, ich hoffe, ich weiß nicht, ich hoffe, das da gefällt dir auch und ich hoffe, du hast Spaß mit Battle Brothers. Ich hab meinen Spaß gehabt schon damit. Damals schon. Ja. Im Prinzip habe ich es zweimal gekauft. Auf Instant Gaming 12 €, aber gibt's gerade nicht. Ja, dann werden mehrere. Dann ist 100 Pro der Henno. Du, der Henno hat hunderttausende Aufrufe. Und das Spiel wird wirklich gemacht. Natürlich ist das ausverkauft. Das ist 7 Jahre alt und hat wahrscheinlich so mittelmäßige oder eher schlechte Verkaufszahlen, kann ich mir jetzt vorstellen, weil es ja doch ein extremes Nischenprodukt ist. Und jetzt kommt auf einmal der Henno her, inspiriert 5000 Leute, dass sie sich das Ding kaufen. Der wischt er locker, der wischt er die. Und natürlich ist es dann weg. Wart's einfach ab. Das kommt 100%, das ist regelmäßig in die Sales, schreibt da der Sprengi gerade, da bin ich mir auch sicher. Es ist 7 Jahre alt. Aber sie warten halt jetzt auch Idioten, solange der Henno diese Serie macht, so 3-4 Wochen lang. Und die läuft schon seit 2 Wochen, dass das da um zu einem billigen Preis einitieren. Ist halt so.
Wie gesagt, es ist so detailreich wie sonst nur Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ich glaube, an Pen-and-Paper kommt es auch nicht hin, aber vielleicht auch doch, da habe ich zwingend Pen-and-Paper gespielt in meinem Leben. Wie kann ein Download-Produkt eigentlich ausverkauft sein? Ja, auf Steam ist nie ausverkauft, aber die Key-Reseller können durchaus ausverkauft sein. Angenommen, ich verkaufe jetzt Steam-Keys. Dann gehe ich irgendwo hin, wohin weiß ich auch nicht, wo die Keys herkriegen. Ich kaufe 100 Keys und die verkaufe ich dann bei mir. Und wenn die 100 verkauft sind, habe ich keine mehr, dann haben sie aus. Für mich zu detailreich für einen Stream. Gute Nacht, Hand Pink Waving. Ludwig, das musst du spielen, Bestechung hast du jetzt. This is not how this stream works. Ludwig, merci dir. Das habe ich nicht gewusst, merci. Ja, schön. Also Keyseller haben ja keine offiziellen Verkäufer. Der einzige offizielle Verkäufer ist der Entwickler oder der Publisher selber über Steam. Da kann es nie ausgehen. Krass, wie geil die Reichweite ist und der Einfluss, wie zum Beispiel vor einem Henno oder dir. Da mich mit einem Henno vergleiche, jetzt wird es dann hinterher. Wir fahren, da ist wirklich, also da haben ungefähr 14 Ligen Unterschied. Wenn nicht 16, weiß nicht. Hier Hameglas, Birger, Henno, hier. Der Mann hat ein Firmenimperium aufgebaut, um seine ganze YouTube-Geschichte, Streamerei und was weiß ich, da haut's dir den Vogel raus. In argentinischen Pesos kostet es umgerechnet 1,67 € auf Steam. Wer ist der Henno? Der Hand of Blood. Und sein zweiter Kanal ist Hand of Uncut. Einer, wenn nicht der beste Gaming-Streamer in Deutschland. Oder YouTuber, wie auch immer. Der macht alles Mögliche. Oft auf einem Qualitätslevel, dass der die Schuhe auszieht. Super witzig und seine Lache, da stirbst du einfach. Genau richtig, weiter so mit Battle Brothers. Wir werden sehen. Ich werde mir das Like- und Dislike-Ergebnis und Kommentare vor allem morgen und übermorgen und übers Wochenende in Ruhe durchlesen. Und am Sonntag entscheiden wir dann, ob wir Battle Brothers spielen am Mittwoch weiter. Ein bisschen zügiger dann. Das ist vielleicht so ein bisschen Kriterium auch an euch, wenn ihr euch jetzt entscheidet, sollen wir das nochmal tun oder nicht. Bisschen zügiger, ein bisschen weniger erklären. Das habe ich jetzt heute ausführlich, so wie ich es kann, gemacht. Und ja. Sehe oft, dass du dich inspirieren lässt, finde ich mega. Die Kostüme sind oft der Wahnsinn von dir. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als hätte der Henno die Kostüme erfunden und ich nur beim Henno gesehen, dass man sich während dem Stream ganz witzig verkleiden kann und da witzige Dinge machen kann. Aber natürlich weiß ich, dass er das tut, das tun aber auch andere nicht. Ganz ehrlich, ich habe, was das Streamen betrifft, ein anderes Vorbild, aber das sage ich euch nicht. Ich feiere ein Henno seine Schlacht- und Mittelehre-Videos. Da gibt es so viel Zeug, das ist mit so viel Aufwand produziert. Da kommst du allein nicht hin. Ja, da müsst ihr nichts anderes mehr tun als das und was weiß ich. So, Freunde der Sonne, jetzt ist 9:15. Es war gut. Für mich ist ein guter Stream. Wenn er vergeht, wie zack und er ist vorbei. Mir taugt allerdings auch das Spiel. Ich hoffe, euch ist es ähnlich ergangen. Like, wenn wir es nochmal spielen sollen. Kommentar, wenn wir es nicht nochmal spielen sollen. Friends of the Sun, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu trocken und ich hoffe, ich habe es einigermaßen brauchbar erklären können. Ich labert halt gern, das wisst. So ein Spiel, das muss auch mal sein. Und ansonsten spielen wir nächsten Mittwoch Software Inc. Hört sich doch ganz gut an. Dann dein E-Song. Küsschen aufs Nüsschen. Danke fürs Zuschauen. Dieses Wochenende und im Laufe der Woche kommt ausnahmsweise mit nichts. Letzte Woche ist es fake nur gekommen. Ich weiß sowieso nicht, wo das hergekommen ist. Kein Podcast, kein Video, kein gar nichts. Ich werde einfach mit nichts tun. Am Montag spielen wir Daisy. Müssen wir natürlich schauen, dass wir wieder auf die Füße kommen. Unser wichtigstes, wie soll ich sagen, unser wichtigstes Ziel ist, den Bunker heizen kommen. Ich bin gespannt, ob wir das da rein bis Mitte Februar. Ich glaube es eher nicht. Weil die Map so klar ist, das ist schwierig. schwierig. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, danke für die rege Beteiligung im Chat, auch wenn es eine Zeit lang mal ungewöhnlich leise war. Wenn ich so umgeschaut habe, dann habe ich mir schon gedacht, haben jetzt alle weg oder wo haben sie, was ist denn jetzt kaputt? Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Dankeschön für die ganzen Donations wieder, danke für die ganzen neuen Mitglieder, danke für die ganzen alten Mitglieder, danke für fucking nochmal alles. Ich wünsche euch vorab, ich weiß, es ist ein bisschen hier, aber vorab schon mal ein schönes Wochenende, ist nicht mehr so lang, es ist schon Prä-Wochenende, wenn man so will. Wir haben ja früher am Donnerstag schon fortgegangen, jetzt jammert nicht umeinander. Und
Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag mit Daisy. Sonntag kommt im Discord die Ankündigung, wenn da noch nicht drin ist, Ausrufezeichen Discord in den Chat einschreiben, kommt der Link. Und Montag Daisy, Mittwoch Battle Brothers oder Software Inc. oder ganz was anderes, so habe ich mich schon oft umentschieden und jetzt verpisst euch. Habe die Ehre. Nicht vergessen. Hashtag 800% Zusatzwert. Hashtag Nachschau-Squad. Hashtag Beadle Brothers. Und jetzt schleicht es eigentlich auch mit dir.